Oh, Punkt 8, die fangen wir mir heute an. Totale Wahnsinn. Aber wirklich Punkt, Shahid, Hemi Boy. Das erste Mal, ja, ich hab mir schon gedacht, so, du wirst sagen, na, vielleicht lass du so 5 Sekunden Zeit und ich drucke ausnahmsweise mal um Punkt 8, wenn sie umschalten auf Stream starten. Vielleicht bequemen sie ja YouTube irgendwann einmal um Punkt 8 dazu, dass wir von Anfang an was Zeit und ich drucke aus. Und nicht erst, wenn ich da eine Viertelstunde lang ins Mikrofon eingeschissen hab, Kriminalfeier. Timmy Boy, grüßt du dir daheim, Bussi aufs Nussi. So, jetzt pass auf. Hobby! Ich bin's, 1 Bürger, 1 Micker. Wir haben uns heute versammelt, um eine Reise zu beenden. Leck mich am Arsch, seit 2 Monaten später, oder, ja, wann haben wir angefangen? Wann haben wir mit der Last of Us angefangen? Da muss ich jetzt schnell nachschauen. Achtung, im November schon, oder? Tatsächlich, am 20. November haben wir das hier. Leck mich am Arsch, Alter. Ich bin so gespannt, was du zum Ende sagst. Ich bin gespannt, was noch kommt. Backelfotzen spendiert. Ja, das möchte ich aber auch hoffen, dass der Backelfotzen spendiert wird. Der wird aus dem Leben gejietet und zwar für immer und ewig. Und wenn er nur mehr noch im Alter, dann... Was ist das? Dragon Sepp, merci dir. So ums Glück, merci für den Zügel. Hirnbrei, Batz, Schwammerletten, auf geht's. Ich bin mir gar nicht so 100% sicher, ob noch so viel Gameplay vor uns liegt oder nicht. Ich hab keine Ahnung, was kommt. Ich sag das, was ist. So ums Glück, merci für den Zügel. Baltramar, merci für den Resub. Du war hingehört. Baltramar, merci für den Resub. Kuss auf die Nuss. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein. Habe die Ehre an den Stoshi, an den Weigel, an den Capricorn, an den Moonfire, an den Statue, an den Schmölz, an die Königin Elsa, an den Hubersepp, an den Sebi. Pause. Da ist Pause gestanden. Das hast du nicht mehr vorgelesen. Sebi, das System hat dich ausgedribbelt. Sebi, merci dir. Habe die Ehre an den Kühe fressen, alles an den Freak, an den Marvel Maniac, an den Robert De Niro, an den YBO und an den Rest der Mods, an die Steffi, an die Cat Lady, an den Samstein, an den Lefty Lee, an den Herrn Lutz, an den Forest Squad, an den Fahrer, an den Stocki, an den Kettenbauer, an den Seissen, jetzt muss ich alles scrollen, weil ich nichts mehr lesen kann von lauter Umeinanderspringerei, an die Tamara, an den Dramcry, an den Forest Squad, an den Herrn Lang, an den Pippi an den Mehrwegaffe, an den Herrn Jodel, an den Mainmaker, den glaube ich haben wir schon 3 mitgeholt, jetzt aber ich glaube, dass mir wurscht ist! KP! Neuigkeit, KP, mir ist wieder ein Reset, 35 Monate, absolut narrisch. So, Freunde der Sonne. Heute, wir haben Mitte November haben wir angefangen, Mitte Januar wären wir fertig. Da war ich mit meiner Prediction damals schon gar nicht so unfassbar weit weg. Das ist der heutige Stream ist Nummer 10. Wir haben einmal, das weiß ich, an einem Freitag eingezockt, ziemlich lang, 4 Stunden, um ein bisschen Meta zu machen, aber sonst darf man im Februar noch da hocken und es wird langsam Zeit, dass das Spiel ein Ende findet. Was wir vom Sprüher, Manu! Servus, Schüttle! Bin auch wieder da. Freu mich? Weiß ich nicht. Bis vorwärts! Geschütt älter. Bin wieder mal du. Zeit ist one! Freu mich? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Satzzeichen am Schluss, die waren ein bisschen unkoordiniert. Bin mir nicht so. Manu, merci dir. Ist zu viel, du weißt es. Nitro Warrior! Seit 2 Jahren stiller Zuschauer, jetzt mal Zeit worden. Hab dritt angechat. Nitro Warrior, Kuss auf die Nuss. Servus Meister, sorry, dass ich die letzten Male nicht dabei war. Ja, weil so der geht's gar Pumpe nicht. Im Krankenhaus. Was war mit der Pumpe im Krankenhaus? Wie Pumpe? Wie Pumpe? Herzstress oder was? Ich kann mir jetzt mal bitte aufhören mit so einem Scheiß. Ene mene miste, I Finger net I Fiste. Und Iz auf geht's du Fotzenhobel. Schäne Grias an Mai Eude de Marion. Marion! Rotfressend und notgeil auf der Couch flachs und Was? Ich lese mal. Marion! Du eine Company! Nein, Alter, sag's nicht. Flaggt und Behindertencamp, also Dschungelcamp glotzt. Aber nicht mehr lang, dann wird's verrannt. Du sollst einmal von ihr Schläge kriegen, für das, dass dem fetten Trottel... Sucht die an letzten Last of Us stramm Mecht IEZA Moi an goldenen Rahmen. Ivo as es ist ZFUI. Is ma wurscht? Elsa, danke dir, Gustl. Was soll ich sagen, das ist maßlos. Was ist denn jetzt, Alter?
Was? Ich weiß nicht, wo das alle daherkommt aus dem Nix! Seit über 6 Jahren schau ich mal Yes Show heimlich still und leise dein Quality Content. Quality Content! Spätestens seit du mit meinem Lieblingsfranchise The Aui. Last of Us of Funk mit IGWU. Pidi, bist du der sämtliche Special Editions in sämtliche Versionen und Konsolen und so weiter? Leid ist gut jetzt, Leid, Gustl ohne Scheiß. Gib deiner alten Bussi aufs Bauch und nimm mir das Behindertencamp weg, weil ich schon behindert wir, wenn ich davon rede. Gustl ist es sauber 2 und du weißt das. Elsa, von dir ist auch 2, aber du hast gesagt, dir ist wurscht. Mir ist auch nicht wurscht! Schluss jetzt! Fix Letten, Alter! Was ist denn heute? Ist Lohntüten gekommen? Weiß ich nicht! Weiß ich, meine Stromrechnung ist heute gekommen vom ganzen Jahr! Kostet das Leben nix! Glaubt, das ist ein Tosenscheiß! Luis! Merci dir! Wir haben auch 2 Brauereien in seinem Kehrbezirk! Warum gibt es in mit 2 Namen nicht. kein Dreisat? Ich weiß nicht genau, was die Bezeichnung eines Kehrbezirks ist. Sag ich, aber es ist, ich out mich wieder als komplett behindert, aber wir haben bloß einen in der Stadt. Mir gelangt mein Stadt. Da will ich nicht raus. Aber irgendwie auch nicht rein. Egal. Leute, Dankeschön. Pidi, Kuss auf die Nuss. Ich wusste, es wird Zeit für ein kleines Dankeschön für all die Jahre Belustigung. Es ist zu viel. Dankeschön. Luis, Dankeschön. Gustl, Dankeschön. Elsa, Dankeschön. Erik, merci für die 5er. Herr Chef. Ist da. Hülse auf. Lass schmecken. Prost. So, was klar. Wohin Look? Der benannt. Bürger, weil ich jetzt mal die Baller League thematisiert habt ihr gesehen, wie der Henno mit einer kompletten fucking Blaskapelle einmarschiert? Nein, ich schaue es mir nicht an. Wenn ich Droding habe, wir sitzen am Freitag wieder zum Podcast zusammen, Wohin Look. Wenn ich Droding, ich hoffe es, ansonsten kommentierst vielleicht einmal unter einem Podcast darunter. Vielleicht Dinge drauf. Vielleicht weiß der Flo aber auch selber und fängt wieder mit dem Thema von selber an. Ich hab mir's noch gar nicht angeschaut, sag ich dir, was es ist. Wie gesagt, wie ich es im Podcast schon gesagt habe, ich komme momentan zu fucking überhaupt gar nichts, weil ich nichts tue, als mich um den DayZ-Server zu kümmern. Und langsam habe ich ein bisschen einen Overflow, da haben wir auch schon drüber geredet, aber langsam wird's. Langsam bin ich auf einem Serverstadium. Habe Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Jetzt grätschen, merci dir. Ich muss mich drauf verlassen, dass ihr wisst, was jetzt. Nikus, welcome to the squad, by the way. Ab in den Chat habe ich dir. Nikus, merci für die Mitgliedschaft. Opa, geil. Na, wer war's? Wer war denn das jetzt? Der Luis schon wieder. Na, was die. Alter, was macht ihr denn? Ach ja. Alter, ich wollte halt einfach, ich möchte einfach das Spiel zu Ende bringen. Ich hab nichts geleistet. Null fucking nothing. Ich sitz einfach nur da, schieß irgendeinem Schwammertrottel mit der Schrotflinte ins Gesicht. Was wir schon lange nicht mehr gehört haben. Ich bin ab 1.4 arbeitslos, ist eh schon draufgeschissen. Das war's Moko betreibt. Mit kaltem Schweißmeter Mocha. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ne? Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ich hab keine Ahnung. Löffler Sepp, merci dir. Luis, merci dir, das ist sauber 2. Timmy Boy, Leerzeichen, Gesichtsgrätschen, merci dir. Chrissy Cup, Achtung, der kommt schwarz. Warum gibt es in Afrika kein Dreisat? Die kriegen nicht mal 2 Sat. Mir ist es auch wurscht. Endlich mal wieder live dabei, dann muss auch die Dome sein. Tschüss dann. Oh. Heiliges Kanonenrohr, Alter, den habe ich noch nicht gekannt und er ist grandios. Der Reporter auf ein spektakulöses Finale. Prost, #Alina Winterbock. Der Alec, der kam unerwartet, ich sag das, wie es ist, Alter. Alec, mir Wasche. Alec, wenn ich vom Loch innerhalb von 10 Sekunden Kreuz wegkrieg, dann war's ein guter. Leck mir am Arsch, ist der aus dem Nichts gekommen. Den habe ich noch nie gehört und der ist grandios gut. Grüße. Leck, und er ist unfassbar best. Leute, danke schön, ist gut. Der Opa Geil hat noch geschrieben, Herzrhythmusstörung. Das ist aber nicht so geil. So alt bist du auch noch nicht. Das ist wirklich nicht so geil. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Von Herzstress kann ich selber nicht sprechen, aber im näheren Umfeld kann ich sehr viel davon sprechen. Das ist nicht so geil. Herberge, merci dir. Mir ist auch wurscht. Apokalypsos, merci dir. Ich weiß nicht, was das soll.
Leider, ich weiß nicht, was es soll, was halt wieder Ausbruch ist. Offensichtlich kriegen die meisten Leute auf dem Planeten am 24.01. eine Lohntüten. Ich nicht. Also im Prinzip jetzt gerade, ja. Es ist nicht zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nitro Warrior Mercy, der Bürger ist wie ein Beamter, kriegt Geld rumsitzen und nichts tun. Exakt! Und ich sag's euch auch noch! Aber ihr hört da nicht auf! So! Leute, es ist 10 noch! Wir halten jetzt unser Maul! Slipstime jetzt wieder ein Reset. Nitro Warrior, Timmy Boy, Watson, Donny, Fabi, Apokalypse aus Herberge, Opergeil, alle. Oh, schau hier, jetzt haben wir Katze aufgeweckt. Oh, ich hab halt einen Gast. Den habt's noch nie gesehen, glaube ich. Hey, du. Hey, Pokébär, Pokémaus, Pokémaus. Für den ist Zeit. Wenn für den keine Zeit nicht ist, dann hat's raus. Pokémaus. Lauft's davor, die Mistmatz? Wo ist denn? Brocken. Warte mal, sie mag noch mal. Also, pass auf. Sie tut gern Haargummi fangen. Wo ist denn? Jetzt ist sie nicht mehr da. Jetzt habt's einen Brocken aufgeweckt. Ich hab extra, da kennst du das, du stehst irgendwo an den Arsch der Welt eine Schachtel und 4 Sekunden später schläft der Katz drin. Du kannst für 4.000 Euro einen Katzenband da, weiß ich nicht, mit automatischem Elektro-Türe Ein- und Ausgang nach draußen bauen. Daneben liegt die Schachtel vom Katzenband, da liegt Katz drin. Jetzt haben wir es aufgeweckt. Leid ist ja gut jetzt. Leid ist gut. Was? Chat, ihr wisst, was das heißt. Die hat gar keinen Bock. Die hat gar keinen Bock. Ich muss rauslassen. Ich kann gleich wieder. Ich muss rauslassen, weil sonst scheiße mir ins Zimmer rein. Oder noch ein gemeint, der Brocken. Das glaube ich war das erste Mal, wo man einen Katzbrocken von vorn gesehen hat. Ihr kennt sein Arschloch. Leute, danke schön, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alfarius, merci für den Resub. Das Fipsi, merci für 45 Monate Resub. Reiner Sauerstoff, merci, das ist zu viel. Freilich ist Lohn gekommen, raus mit dem Schund. Nimm's und halt dein Fotzen. Es ist nirgendwo so wie hier, Alter. So, Leute, jetzt halten wir unser Mal. So mag ich das, wenn der Chat ausflippt. Ja, ich seh schon. Katzen für mehr Chat-Interaktion. So, Schluss jetzt. Alle Leute sind jetzt aus. Wir spammen jetzt. So schaut's aus. So. Wir schalten mal da um. Mal Phase 1. Was immer schön ist. Oh, meine Playstation schätze also das ist nicht meine Playstation, die ist mir geliehen worden. Und schalten wir da um. Als erstes brauche ich einmal von euch die kurze Nachricht Herz in Ton. Herz das leise Klick, Klick. Das ist mal das Wichtigste, aber normalerweise ist es die ganze Zeit gegangen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde des billigen Alkohols, wir fangen mal jetzt an. Ich bin eigentlich davor ausgegangen, ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl, dass wir mir letztes Mal das eigentliche Ende schon gesehen haben. Wenn Abby und Ellie sie das erste Mal gegenüberstehen, sie kurz davor ist, dass ihr schwangere Lesbenfreundin absticht und dann doch nicht tut. Ich bin schwer, ohne Scheiß, ich war so kurz davor, mir sicher zu sein, so, jetzt geht's hier und sticht Ellie ab. Und so weiter und so fort. Stattdessen ist die letzte Szene, die man sagt, komm mir nie mehr unter die Augen und dann geht's. Dann habe ich eigentlich keinen Space gehabt. So, sage ich dir freiwillig, wie es ist. Ich dachte, das Spiel ist vorbei. Ist es aber nicht. Es kommt schon nur ein ganz Stückel und ich bin dermaßen gespannt, was zur Hölle da jetzt noch kommen soll. Was irgendwie großen Einfluss auf das Spiel hat. Da bin ich jetzt so dermaßen gespannt drauf. Darum werden wir heute spielen, bis wir fertig sind. Und wenn es bis um 1 in der Früh dauert, ist mir scheiß Drecks-Kacknudel egal. Was wir ungefähr schon seit 4 Streams nicht mehr da haben und das Ding die ganze Zeit auf Ruhezustand läuft, vielleicht sollten wir mal speichern. Machen wir mal so, also hat ich automatisch gespeichert, ja, passt schon. So. Achtung, wir haben das letzte Mal die Uhr geschaut, Opa geil, wir haben jetzt mir die Miezi aufgeweckt. Oh. wir, weiß ich nicht, ihr bringt's mit zum Ragen, Brocken schläft da, möchte seine Ruhe haben, ich schreie ihn an, der steht auf und schaut mich an und denkt sich, du fetter Wichser, gib mir endlich was zum Fressen oder lass mich aus, du Arschloch. Merci dir. So, we will see. Los geht's. Da haben wir jetzt stehen bleiben. Ja, was das... Oh. Ich bin straight Cutscene. Ellie ist schon ein ganz schönes Heinkerl. Und wir haben ein Babyschrein. Das ist
sehr wahrscheinlich das Kind von ihrer Freundin. Hey, Kumpel. Hey Kumpel. Was ist los? Alles gut. Kinder. Ja, ist okay. Alles gut. Oh, ich habe ein bisschen. Da war ganz schön ein mopsiger kleiner. Das, dass man in einer quasi Zombie-Apokalypse wohnen ist, hat er ganz schön viel Speck im Gesicht. Muss man auch mal sagen. Was genau soll ich jetzt da mit ihm? Ich weiß nicht, achso, da wird zeichnet, okay. I see. Irgendjemand hat mir in die Kommentare geschrieben, ich soll mich da auf alle Fälle umschauen, da haben jede Menge Easter Eggs. Was haben wir da? Hey, du magst diese Typen, was? Life Rock, no fear. Die haben witzige Frisuren. Der Loch da, witzige Frisuren, ja. Was haben wir da so alles umeinander stehen? Natürlich, wenn wir mir natürlich jetzt jeden Millimeter anschauen, dann brauchen wir natürlich ewig, aber das ist ja mir jetzt nicht wurscht, das werden wir nie wieder sehen da. Ist das da unten ein kleiner Spielautomat von dem, vom ersten Teil, wo sie in der Serie, glaube ich, red's von Mortal Kombat. Da dürfen sie es irgendwie, im Spiel war nichts von Mortal Kombat. Was haben wir da so? Ja, natürlich Beutel vom Astronautendasein. Das gefällt ihr ganz gut. Was haben wir da so? Savage Starlight, das ist ihr Comic, den sie so gern mag. Und da, ja, das hat auch sie gezeichnet, da hat es unterschrieben mit Ellie. Ah ja. I see. Mehr sage ich da jetzt nicht. Weisen Sie mich gerne darauf hin. Was können wir da mal? Ah ja. Da saufen wir den kleinen Waschbecken, weil. Wer ist der süße Junge? Hm? Der ist ganz schön fett! Schaut aus, ein Michelin-Männchen! Was haben wir da so drin? Boot! Und ein Hammerhai! Und ein Walhai! Ja, habe ich genau erkannt. Weiter geht's. 3 Satt ist was Gutes. Stefan Mers wieder in euer Ruhemodus. Sicher gut für die Stromrechnung. Ja, Alter, wie ich halt. Oh, sie ist in der Küche. Schauen wir da noch ein bisschen rundum, okay? Fußabdrückchen und so weiter. Unsere Wolfsstatue. Ja, weiß nicht, habe ich ein kleines Déjà-vu, wenn ich das Model sehe. Weiß nicht warum. Gehen wir mal da rundum. Schafal im Fade. Okay. Wir haben ja da irgendwo in so einer großen Wiesen. Ich weiß nicht genau, wo wir da sind. Das hat man letztes Mal noch kurz gesehen. Was haben wir da? Who the fuck is this? Was ist das? Hallo zur Tante Talia. Wer ist denn- Hallo, Tante Talia. Who the fuck is Tante Talia? Ich darf das. Ich hab mich schon geoutet, dass ich Probleme mit Namen in Filmen, Spielen und so weiter habe, die nicht so oft vorkommen und mir nicht direkt unter die Nosen gerieben werden. Who the fuck is Talia? Weiß ich nicht. Ja, mit da rundum. Und da so, da raucht was. Oder so ein fetter Dübel. Oder hat sich aber auch jemand ordentlich einen reingeraucht. Einer. Jonas, merci wieder ein Euro. Pussy aufs Nussi. Echt? Sitze ich da jetzt das Kind wieder hier und sage, wer ist der schöne Junge? Das haben wir schon mal gehört. Au. Mann, nichts zu machen. Nimm's mir nur so vor, da schaut Ellie irgendwie anders aus. Oder haben wir es einfach schon so lange nicht mehr gesehen? Weiß ich nicht. Was haben wir da so? Holes, was steht dort? Kannst du nicht lesen? The holes around Mars. Okay. Ja, natürlich. Astro-Lektüre. Gehört auch dazu. Ja, jetzt gehen wir mal in den Kich. Schauen wir zu anderen. Ah, was gibt's, ihr kleinen Hallo. Hey. Danke fürs Abwaschen. Du kannst mir Überleg danken, dir, Gideon, indem du für Brot. Musik sorgst. Brot. Ich seh mal, was ich tun kann. Jonas, merci dir. Haare hat's offen. Ja, Haare, natürlich, ist mir klar, dass die anders ausschauen, aber was haben wir sonst noch so? Was soll ich jetzt da? Können wir da ein? Weiß auch nicht. Wir werden umeinander schwurbeln. Da hab ich wahrscheinlich wieder den letzten Satz nicht mitgekriegt. Haben wir noch was? Sollte man wahrscheinlich auch lesen, gehört dazu. Vielleicht haben wir das eine oder andere Storytelling noch mit dabei. Meine liebe Dina, vielen Dank für deinen Brief und das Foto. JJ ist ja groß geworden. Das Lächeln hat er von Jesse. Wenn er noch mehr von ihm hat, na dann viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, euch zu besuchen. Mein Rücken macht wieder Schwierigkeiten, aber es wird schon besser. Der Doktor glaubt, dass ich noch ein paar Wochen Ruhe brauche. Ich komme, sobald ich kann. Vielen Dank für die freundlichen Worte in deinem Brief. Es ist zwar offensichtlich, aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen. Jesse würde dir keine Vorwürfe machen und wir tun das auch nicht. Wir lieben dich. Du gehörst zu unserer Familie. Pass auf dich auf. Solltest du deine Meinung jemals ändern, haben wir hier in Jackson immer einen Platz für dich. Ellie und JJ. In Liebe Robin. Wer ist der Robin, Alter?
Black Creeper schreibt Musik, also Musik soll ich machen. Okay, ja, bin schon stellt. So, ich hab den letzten Satz nicht mitgekriegt. Wie wär's mit Musik? Freilich, ich sitze einen kleinen drauf und drauf 5000. Aber für das habe ich euch dabei. Ja, irgendjemand muss aufpassen. Was haben wir da? Crooked Still. Möchtest tanzen, hm? Dance! You can dance. Sehr You schön. can dance. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Ah. Was ist jetzt da? Wird jetzt echt? Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Guck dir Mami an. Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich Noch mehr weiß. davon, echt. Okay. Aber gut, gehört dazu. Lassen wir uns nicht Ich versauen. Weiß. Okay, okay. Geh. Tja, Gay! So, wo jetzt Ich sie? glaube, Olli ist noch draußen. Olli ist noch draußen. Kannst du ihn bitte rein? Frale, hol ihn rein. Wer ist denn der Olli wieder? Keine Ahnung. Ich glaube, die Jugend, zu den Moves, da die Jugend von heute sagen cringe. Glaube ich. Was passiert, wenn ich da ohne gehe? Das Düdeln? Du Düdeln! Du jetzt Düdeln! Es tut einfach nicht Düdeln, okay. So, Olli. Olli wo? Olli Wander. Oh, wir haben auf der Oh, ist das nicht, was der Joel wollte? Auf so einer Art Ranch da, irgendwo am Arsch der Welt leben und so? Hat noch jemand im Kopf, wie lang vorgesprungen wir sind? Dina plus Ellie. Wir dich dazu. Gerade schreiben wir die dazu. JJ. Der andere hat ja eine richtig dicke Kugel ins Gesicht gekriegt, oder? Benjamin? Jetzt ist es offiziell. Muss ich mich schon wieder leiser machen, damit sie lauter dran kann. Ich habe mich so sau leise dran, dass es spät ist. Ich drehe mein Mikrofon leise, ihr könnt jetzt wohl bei gutem Gewissen den Sound her dran. Okay, ich mag Geballer singen. Mein Fabi, jetzt chill doch mal in die Kniescheibe, Alter. Immer nur Geballer. Immer nur Geballer. Wieso ein Olli? Geballer kommt wahrscheinlich schon noch. Das darf mich jetzt stark wundern, wenn da sonst nichts mehr kommt. Ja, wo gräbst denn die einmal an? Was weiß denn ich? Kann ich mit dem Baby in der Hand da über den Gartenzaun umspringen? Wahrscheinlich nicht. Grüezi, fix nochmal. Los! Circa ein Jahr nach den Ereignissen, wo wir es das letzte Mal gesehen haben. Na ja, gut. Können wir da aufmachen, aussteppen? Keine Ahnung. Nein, auch nicht. Wo ist denn der? Und da tue ich, schaut mir auch aus wie ein Tier. Was ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wahrscheinlich auf dem Traktor. Wahrscheinlich auf dem Traktor. Der scheiß Traktor steht mitten da. Träger. Ein bisschen Träger fahren. Möchtest du wetten, dass jetzt wieder irgendein Scheiß passiert? Ich wieder Brief und Siegel, das jetzt wahrscheinlich eskaliert sowieso. Ich sollte mir mal halten. Weil innerhalb von 5 Sekunden eskaliert es sowieso wieder. Haben wir da oder einen Hodern liegen lassen. Dann kleine Baby-Elefanten. Ja, Olli. Der Olli ist ein Baby-Elefant. So, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, raus. Schön festhalten. Der haben wir jetzt Bulldog gefahren, oder was? Ja, na also. Das ist kein 313er Finn. Wunderschön, Nein, bin mir oder? nicht sicher. Gustl, merci dir! weißt du Bober, was? Kurva! Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Oh, jetzt ist es Wenn ein deine Hände Sentiment. größer sind. Und du dir nicht mehr dauernd in die Hose scheißt. Ist schon okay. Oh, schon Das okay. machen alle. Das ist der prädestinierte Ich werde Moment. dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. So, jetzt. Nee, das Ich weiß Ende. nicht mal, wo bitte ich nicht. anfangen soll. Ah, wie komisch, wenn wir um halb eine fertig sind. Und mir leid, was von 5 Stunden erzählen. Okay, kann jetzt da umeinander schauen, aber das hilft mir genau einen Scheißdreck. Okay, kleiner Mann. Okay, kleiner Geh mir Mann. mal zu Mami. Der Josef schreibt Untertitel, Fragezeichen, Untertitel an deswegen drin, weil Konversationen, wenn wir mir spulen,
also wenn mehr passiert als nur umeinander laufen, Konversationen oft so dermaßen leise sind, dass nicht einmal ich verstehe mit Kopfhörer auf. Na gut, so jetzt haben wir alle geholt. Die Wäsche aufhängen. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Hallo. Haben wir sauber aufgeklatscht aufs Poster scheißen, damit nichts Schaffst passiert. du's? Ja, Skittisch. ich schaff das. Meinst du, er braucht seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Und dann kann er ein bisschen umeinander gatteln. Oh! No! 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 Incoming! Babyschaufel! Babyschaufel! Willst du es streicheln? Ja, sicher, bei seinem Tintop. No! Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. No! Also. No! Flo, merci dir. Jetzt war ich mit einem Stream nicht da und der Bürger druckt der Baby umeinander. Ja, Bringst du die Schafe in die Ja. Scheune? Nein, das Nicht mein ich Fehler. mach schon. Ja. merci dir. Ja, No! ruh dich Babyschaufel. mal aus. Okay, hier. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Ich bin der Superschäfer. Muss ich jetzt Schaf zusammendrehen oder was muss ich denn da? Wo ist ein Babyschaf? Her, Schafe! Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Muss ich jetzt der Schaf eintreiben? Nicht wirklich, oder? Weil sonst krieg ich einen Vogel. Scheunenzeit. Scheunenzeit! Sie? Rein da. Muss ich bloß alle Arme antüpseln, bitte geht's von selber ein. Ich bin ein schlechter Schäfer, ich sag's euch, was es ist. Und ich bin's jetzt schon leid, dass ich ein kleines Kind umeinander trage. Ich krieg Viele einen Vogel. Schafe. Und um ehrlich zu sein, habe ich eine richtig Meinst du, wie finstere viele das Befürchtung, sind? Alter. Zählen Und wenn das passiert, muss ich sagen, Hut ab, Freunde der Sonne. wir. Das schleicht so. Warte, was habt ihr das für ein Riesengackerl beieinander? Das ist ein Wahnsinn. Schau mal das an. Kann ich mal... Nein, da oben ist noch. Da oben, Babyschaf. Babyschaf! Hey, hey, rein, rein. Biele musst du rufen. Was? Biele? Im Ernst jetzt? Ist das ja so ein Begriff für so einen Schäfer? Bewegung. Hey, Babyschaf, schau, das lang gewesen. Da, schau, das gibt's ein Himbatzel auf Viel zu Gackerl. viele Schafe. Schafaltipp. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Was, wen wollen wir essen? Wie heißt das? Nein, jetzt lauf nicht davor. Lauft ihr jetzt in die Bude rein, komm? Schaf. Ab in die Bude, hey, du auch. Wenn du älter bist. Hey, sind du diese auch. Witze schon zu Los, schätzen. schau, das lang gewinnst jetzt. Hopp, eine in die Bude jetzt da. Ist dir warm genug, Kumpel? Und deine Gackerl sind aber nicht mehr so pink. Vielleicht sind es wirkliche Gackerl. Schauen wir mal. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Babyschaufel! Mach jetzt ja keinen Scheiß mit dem Babyschaf, ich flipp aus. Hey, moin, Meister. Babyschaufel! Was machst du hinter der Schaufel? Mach jetzt ja keinen Scheiß mit irgendwelchen Hallo, Vieh. kleiner Freund. Na! Ah! Ui. Kleines. Na, nicht. Schaut nach einer ordentlichen Panikattacke aus. Oh. Hey, Ellie. Sieh mich an. Alles gut. Du bist zu Hause. Ordentliche Panikattacke. Atmen. Ich kann nicht. Okay. Kann ich. Ich nehme ihn, okay? Na komm. Komm her. Komm schon. So, sind alle wach? Herr Köth, merci dir. Oh, Babyschaf, süß da. Merci dir. Nein, Hammi mag ich nicht. Sag das, was ist. Hammi, nicht so meins. Nicht so meins. Danke dir, ist zu viel. Ich Du weiß weißt nicht, es. Kuss auf die Nuss. Ich hab nur die. Ist okay. Na, Eis. Ist ein großer Junge. Gruß an die Vasens. I love you too. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm?
Das wundert mich ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie hat so viel Leid umgebracht. So viel. Okay. Das handelt sie ja vielleicht auch. Nicht bloß das mit dem Joel. Wo sind wir denn jetzt wieder? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Okay. Sind wir jetzt offensichtlich immer nur ein Jahr später. Wir waren beim Jung. Okay. Naja, gut. Schauen wir mal. Sind wir auf unserer Ranch? Ja, sind wir. Pferd. Okay. Schauen wir mal. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Boah, im ersten Teil war das krass. Die Baby hat so. Dann schluckt der Pfeil ein. Gibt's auch ein paar Memes davon. Hab bloß nicht gewusst, dass das aus der Last of Us ist. Ich möchte nochmal auf die Grafikpracht hinweisen für ein PlayStation 4 Spiel. Fucking nuts. Und was haben wir gefangen? Zwei, sind ja sogar zwei Häuser, merke ich gerade. Bitte legen Sie das Gewehr ab. Hey, Hallo! hast du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Luis! KFW Wer ist da? zweimal. Was KFW? Einfach rein. Kentucky Fried. Au! Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Hä? Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey, Hey. schön dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Hä? Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Der hat's doch. Okay, Der ist doch tot. Also, ich bin. setz dich. Okay. Ich will dir etwas zeigen. Hat der nicht eine Kugel in den Kopf gekriegt? Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir Was kommt denn jetzt? und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Abby. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Oh oh. Genau hier. Das muss sie sein. Sie hat gar keinen Bock, glaube ich. Das ist abgehakt, also. Also erstmal, juhu, der Tommy ist noch am Leben. Tut mir leid. Tja, Das merkst du dir. ÖSIZ einmal. ich kann nicht Weißt gehen. nicht, was man sagen möchte, oder? Ich weiß. Alter, du kannst jetzt deinen Rage-Anfall nicht nochmal anfangen, Mädel. Bitte nicht, dass das die Einleitung nach Richtung Teil 3 ist. Bitte nicht. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem Hey. macht. Ah, komm. Ich lass sie büßen. Tommy, Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Die hat die leben lassen, Wie Weiberleid. erbärmlich. Die hätte die locker umbringen können und du weißt es. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Da jetzt nochmal einen Scheiß anfangen, war das allerletzte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, Nur dazu, wenn man jetzt ein Kind hat. Nichts. Aber dass der Tommy natürlich stinkesauer ist, das kann ich auch nachvollziehen. Ihr das? Sie hat mir ihr Wort gegeben. ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Ich höre dir ganz gespannt zu. Ah, und sie schaut gerade noch nicht.
Please, na, nicht. Und jetzt ist sie auf einmal fort in der Nacht, aber bitte nicht. Please don't. Was schon wieder extrem auffällig ist, dass der Tommy sofort die Negativrolle kriegt. Ich mein, just saying. Just saying. Irgendwo ärgert es mich aber trotzdem. Okay, bin ich gespannt. Was genauso wie jetzt, ne? Immer, oder was? Mir gefällt die Ruhe nicht. Überhaupt nicht. Da haben wir was. Da haben wir eine Kiste. Kistige Kiste. Leg die einfach wieder hin. Spiel zu Ende. Keine Einleitung zu Teil 3. Mittlerweile ist er schon bekannt. Was haben wir denn da alles? Lesen. Jessys Eltern waren heute da. Zuerst war es ganz schön. Sie sind nett. Wann wird es ruhig? Die Zeit sollte doch... Hat sie da... Es kann die Abby sein. Ha? Die Uhr hat es zeichnet. Irgendwelche Motten hat es zeichnet. Was hat es da unten? Was ist das da? Ist das der Dowdy 100? Das ist der Dowdy... Das schaut ja aus wie Dowdy Woods auch. Dann wir umbleideln. Und da. Das ist der Chlor natürlich. Joel. Höchstwahrscheinlich. Naja. Was sonst noch so rum? Diese Zeichnungen da. Ah, sind so Anime-Zeit, aber ja, nicht ganz. Comic-Zeichnungen. Schauen wir halt einmal oben. Okay. Wenn wir uns, also ich spiele gerade mich in echt noch. Ja, wenn ich in der Nacht aufwache, der erste Gang Kühlschrank. Dann mache ich auf, stell fest, er ist entweder, ist scheißegal, ob er bombenvoll ist oder komplett leer. Ich mache ihn wieder zu und gehe. 5 Minuten später fällt mir ein, gehen wir nochmal hin und schauen wir nochmal. So liest man aber nicht. Nein, so liest man nicht, das ist richtig. Haben wir keine Zeit zum Lesen. Ain't nobody got time for that. Ich bin mir aber eigentlich ganz sicher, was wir jetzt da sind. Machen wir es leider. Auch nicht. Müssen wir rausgehen. Bitte nicht. Nicht rausgehen. Okay, legen wir uns einmal wieder hin. Der Tisch schaut ein bisschen ins Beutel. Tut er das tatsächlich? Oh, das tut er tatsächlich. Ja, stimmt. Machen wir so. Oh. Jetzt ist es besser. Haben wir es gekriegt. Wir haben es gekriegt. Ich gehe wieder ins Bett. Sag wieder, wie es ist. Ich gehe wieder ins Bett oder auch nicht. Der Rucksack, schreibt jemand im Chat, was für Rucksack, ich habe keinen Rucksack nicht gesehen. Aber gehen wir mal da noch hinterher, was da noch so umeinander pfledert. So, ja. Oh, jetzt kommt nochmal das Gitarrenspiel, offensichtlich. Und Gitarrenkoffer umgehauen, ja. Sperren auf! Wie schön detailliertes Sounddesign ist, wenn es mit der Hand über die Seiten fährt, hört sich genau wie in echt und das ist cool. Schauen wir mal. Müssen wir ihn aufsperren, oder was? Ich hab's selber ein bisschen umeinander gesperrt, ich weiß schon, wie es geht. Mittlerweile kannst du spielen. Schön. Baby Pinguin, oh Baby Pinguin, du bist so flauschig. I woke up in the morning about 9:30. The hacks and the bugs standing on the line. Jets and gamblers standing around. Taking little city to the bury. An alle im Nachschau-Squad, die jetzt nichts hören, tut mir leid, wahrscheinlich wird es wieder claimed. Aber gut.
tanzest du auch noch so? Nein. Keine Chance, überhaupt keine Chance. Ich glaube, dass es seit über 8 Jahren nicht mehr halbwegs regelmäßig geübt habe. Kannst du vergessen. Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Und da ich keine Noten nicht lesen kann ich nicht einmal da Ingame spielen. Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Hat er nicht eine Kugel ins Gesicht gekriegt? Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Oder der andere jetzt von der Euch Seite beiden mit dem 2 Finger in Wochen, den Hosen Dann gelangt? seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie... Aber ich Hast wollte du halt schreiben, gesagt? Rückblende. Ich hab mir's mir auch gerade gedacht, so fängt das Sagen Spiel wir an, eine oder? Woche. In diesem Festel da drin. Hey! Ah, da wo ich dann gleich noch gesagt hast du habe, gesteckt? sie schmust mit dir Jetzt bin 100%. ich ja hier, oder? Dina? Jesse, komm mit. Lass sie schwingen und Hey, und denkt dran, fauchen dass wir dann früh noch. los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir. Oder, das ist die Nacht vor, bevor es losgeht. Ach, komm. Fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg. Oh, okay. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Jeder Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Tun sie nicht. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Ellie. Ich glaube, sie haben Grund, dich zu fürchten. Ich verstehe den Dialog gerade nicht. Hey! Das ist ein Familienfest. Alter weißer Mann hat da natürlich was dagegen, ist ja klar. Tut uns leid. Ist ja klar. Ja, ist ja klar, dass das jetzt kommen muss. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey! Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmere dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Futze die Ich brauch deine Matz. Hilfe nicht, Joe. Okay. Ich bin mir nicht, was tragt jetzt dieser Abschnitt zu. Ich will aber nicht vorschnell urteilen, aber nachher habe ich es wieder vergessen. Was tragt dieser Abschnitt jetzt zur Story bei? Außer, dass ich. Jetzt wirklich, das ist nicht ein verschissener Ernst, Alter. Hey, Ganz schlechte Entscheidung. hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du
bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Du stirbst, wenn's gehst. 100 Pro. Ich kann nicht. Weil die Abby fertig macht. So krass. Und jetzt soll ich hier wie es da bist. rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich habe nicht vor zu sterben. Ach ja, tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Ich lese euch schon im Chat, das ist ein Joel sein Jacken, ja. Ich mach das nicht nochmal. Da hat Dina absolut recht. Es ist absolut dumm, was sie jetzt tut. Die bringt Das die liegt um. bei dir. Und den Abschnitt jetzt halt mit dem Joel, seine letzten Worte und so weiter, die verstehe ich schon. Das sind die Gewissensbisse, die sie hat, warum sie jetzt gehen muss, meins. Aber sie stirbt dabei, 100%ig. Und ich finde es absolut nicht richtig, weil die Abby sie leben hat lassen. Wo sind wir jetzt? 2-4, 2-5, Oha. Konstanz. 2-4, 2-5, Konstanz. Okay, Konstanz. Jetzt müssen wir nur. Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. Naja, gut, warten wir. Na gut, dann warten wir. Was ich davor übrigens heute, dass man die erste Hälfte mit der Ellie spielt und die ganze zweite Hälfte mit ihrer, da kommen wir alles komplett am Schluss dazu, wenn wir wirklich 24, 10. 24 10. Wo müssen Seite wir? ist es nicht. Alle gerade. Das ist auf der rechten Seite. Müssen wir aber in eine bestimmte Bude müssen wir rein. Was haben wir da? Einmal lesen. 24:17. Irgendwas mit. Wird Was wärmer. war die Zahl? Ich hoffe nicht. Ich schwitze jetzt. Hey, da draußen ist was. Ah ja. Geht jetzt die Scheiße wieder. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt alles hab. Okay, Schrotflinten. Dämon. Kann ich was craften? Und das. Ja. Und das Runner oder was ist denn? Ich schau mal, ob ich es abstehen kann. Haben wir unsere Skill-Perks noch? Oh. Hab schon gesehen, dass da Loot liegt, ich muss aber noch warten, bis er sich umdreht. Und in die Bude kommen, da ist ein Besen drin. Da ist ein Besen drin! Oh shit. Bereit machen! Nettes Detail, dass wir nicht feist auch blutig sind danach. Schießen der mir jetzt da nicht, weil ich nicht weiß, was da in die anderen Okay. Buden umeinander liegt. Sieht gut aus. Die haben wir schön als Knacker gestessen. Wunderschön. Vielleicht. Was haben wir da so?
Shit, der Klicker. Was der mal mit dem Klicker, den kann ich von hinten nicht packen, da brauche ich ein Messer, oder? Kann ich ein Messer bauen? Okay. Dann müssen wir uns irgendwie vorbeischleichen, ich weiß auch nicht. Was sollen wir mit der Schrotflinte zusammenwerkeln, ich weiß auch nicht. Mal. Und wer weiß, ob da nicht irgendein Loch ist, wenn ich den jetzt triggert, wie viel das da ankommen. Problem ist, dass sie ein Messer braucht zum Abstechen. Probieren wir es so. Die Frage ist, ob jetzt da schon nach links geht. Wenn nicht, dann müssen wir mit der Schrotflinte schießen. Wieso hat denn das jetzt wieder nicht... Oh shit. Nee. Ihr wollt schießen, dann schießen wir. Alles ruhig jetzt. Gut. Alles ruhig jetzt. So, warte, da liegt was. Ja, hast du. Bleib wachsam. Suchen wir weiter nach dem Haus. 24, 25. Sehr 24, 25. Gut, wir haben einen anderen Bude ein müssen. Das werden wir schon finden, aber das ist ja sowieso generell auf der anderen Seite. Was wir jetzt da wieder drin da haben, das weiß kein Mensch nicht. Außer Zeitstunden. 24, 25. Einmal. Da was vorne dran. Nummerntechnisch. Nö. Kann man das aufmachen vielleicht? Schauen wir mal. Mal sehen. Reicht schon. Ich rechne selbstverständlich jederzeit mit irgendeinem Spacken, der rausspringt. Oh, hoppala. Oh. Oh. Nix. Zeug. Sieht verlassen aus. Weg mit dem Schund, Wie interessiert all keinen. die anderen Häuser. Such weiter. Hab doch da jetzt aufmachen können. Mach auf jetzt da. Merci fürs in den Chat reinschreiben. 24, 25. Mal mit, das liegt da auch nicht zur Gaudi, da kommen schon noch irgendwelche Scheißviecher. Da ist das nicht. Haben wir mal. Und da, ein Pool. Okay. Taschen haben wir, kann man da so stehen. Vielleicht, Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, nach was wir mir eigentlich suchen. Das ist eine gute Idee, so ein Hier ist gar nichts. Scheiß. ja. Das Gefühl habe ich ja auch. Im Rasenmäher kann man doch einmal durch zweimal durchfahren. Weißt du noch, als wir das letzte Mal in einem Pool waren? Ja, ich erinnere mich vage. Wenn es Vage. besser geht. Ich dachte auch, wir gehen drauf. Schauen wir mal. Nein. Nicht so viel umeinander pimmeln. Sonst brauchen wir wirklich ewig. Was haben wir da drin? Wir finden auch keine so, mich das wundern, wenn wir jetzt da nicht irgendwelche Pillen oder Waffenteile oder sowas gefunden hätten. Sowas kommt wahrscheinlich auch nicht mehr. Bin gespannt, was noch kommt. Es ist so völlig unberechenbar, was da jetzt eigentlich noch Ich glaub, wir kommt. sind hier fertig. Nein, warte. Was? Hier drin. Was gefunden? Wo hier drin? Was hast du gefunden? Oh, aufmerksamer junger Mann, das habe ich nicht gesehen. Kratzer. Aufmerksamer junger Mann. Messer herstellen? Was? Ja. Sobald es geht. Ich weiß nicht, ob wir schon genug gefunden haben. Jetzt machen wir da mal die Bude auf. Von wegen Finale, oder? Jojo. Ich hab's euch gesagt, wir spielen das halt fertig. Oh, Keller. Keller macht immer Spaß. Keller ist immer gut für uns. Tu mir Messer machen. Gehen wir Messer machen? Nein, uns fehlt nur ein halbes Klebebandel. Na gut. Gehen wir sonst was machen? Sprengstoff kann man machen. Nahkampfwaffen können wir auch nicht machen. Schrotflintenmund können wir auch nicht machen. Ja gut, lassen wir es, wie es ist. Hallo? Na, was haben wir da? Jetzt noch so weit hinter, dass da jetzt mit Sicherheit gleich irgendwas eskaliert schon noch. Kann man nicht vorstellen, dass das jetzt da bloß noch so umeinander... Oh ja. Dass das da bloß noch so umeinander gepimmelt ist, kann ich Hier mir war schon lange keiner mehr. beim besten Willen nicht vorstellen. Da muss ich dir leider recht geben. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Hübsche Bruchbude. Ah ja. Gut. Oh, Klebebandel. Jetzt mal, können wir uns ein Messer machen. Macht man aber situationsbedingt.
Weil wenn ich jetzt wieder ein Messer mache, dann brauche ich es noch für was anderes. Was genau es ist. Ich habe schon gesehen, dass da so Radiostationen sind. Schauen wir mal. Sie hatten hier unten Strom. Der Fahrer schreibt Schau was dich um. Interessantes. Die Nachbarschaft schaut ein bisschen aus wie die von die zwei schwulen Freund vom Joel. Das stimmt. Schauen wir mal, was das ist. Haben wir da einen Strom Bestimmt her? Solarstrom. Oh, Ziehen wir mir da gerade in eine neue Bude ein, oder was ist denn der Plan? Was schaust denn du? Was ist da? Dann irgendwie Kabin. Sehe ich das richtig oder was ist denn der Plan? Ich weiß nicht, was möchtest du denn, junger Mann? Junger Mann, was wollen Sie? Da haben Sie sogar einen Ofen. Und da hinten. Wir waren eine Weile Oh. hier. das Jetzt ist die sollten wir mal- Dusche, Wollen oder? wir duschen? Das kennt der Kleine natürlich nicht. Ja, aber was genau sollen wir mir jetzt da? Teufel gibt es jetzt da auch nicht für uns. Oder sehe ich das falsch? Schaut ein bisschen aus wie der Easy Underground Base. Das ist richtig, Bernie. Na gut, dann gehen wir wieder. Was ja auch nicht. Wir haben doch da immer noch nicht richtig, oder? Ich bin mir auch gar nicht so hundertprozentig sicher, nach was wir mir überhaupt suchen. Was haben wir für einen Tipp gekriegt bei 24, 25? Wenn wir wieder vorne aus sind, gehen wir weiter. Los. Da ist ein Zugnagel die Tier. Sollen wir da nicht mehr einladen? Keine Ahnung. Da ist Kinderzimmer, da ist Badezimmer, ist da irgendwas drin? Waschküche. Da waren wir noch nicht. Was, Funken? Achso, jetzt wo der Strom ist. Ja gut, das macht eventuell dann tatsächlich doch Sinn. Das macht Sinn. Und ursprünglich wollte ja die Abby eigentlich weg. Irgendwo in den Süden, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal, ob das Funkgerät jetzt funktioniert. Miep, 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 miep. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Ja, wer spricht? Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Plot Twist. Kann mich jemand hören? Ellie Bitte antwortet. I'm coming for you. Endscreen. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Na, bist nicht. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Was? Er war mein Dad. Ach, freilich, sie war's davor. Ja, ich bin ein Vollidiot, ja, natürlich. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch 2 dazu.
Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Und jetzt auch nicht fürchterliches. Okay. Gut. Du hattest recht. Genau das, was der Dark Sky schreibt. It's a fucking trap. Und wir landen mal wieder bei irgendwelchen Kannibalen oder sonst irgendwelche Vollgasnarische. Weil es so selten passiert. Ich vermute, es ist too obvious. Ah, hoppla, falscher Weg. Natürlich. Warum man gleich das? Alter, was ist denn hier für Bracke? Ich mach euch alle fertig. Oh no. Stopp! Stopp! Bring sie nicht um! Fesselt sie! Komm her. Komm her, lass mal sehen. Bereit? Hey, was wird das? Warte, warte! Ah! Scheiße, Mann! Au. Alles gut. Wir hatten jetzt die wieder! Oder wenn er jetzt den... Was sind die denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Shit. Ganz schöner Glücksfall, was? Die hat's schon nicht leicht. Also du kannst sagen, was du magst, die hat's schon nicht leicht. Und jetzt ist Ellie am Segelboot. Okay, jetzt wird's interessant. War das schon Trap? Meinst du, ob die das am Funkgerät waren? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo sie hinfunkt. Und Ellie ist ja auf der Spur 2,5 und sie find's. Ah, leg mich doch. Oh mein Gott, bin ich gespannt. Das muss es sein. Cube Twister, es gibt eigentlich gar nicht so viel zum Mitkämmer und nicht Mitkämmer. Abby möchte abhauen, also die möchte wahrscheinlich den Plan verfolgen und halt abhauen, da wo sie mit dem Owen und mit der anderen, mit der Schwangeren hin wollte und so, zum Weg von die Wolves. Und hat dann den Tipp gekriegt für das Funkgerät da drin. Und ist halt getrappt worden. Ganz einfach. Wie kommt sie von hier hoch zur Straße? Wie kommt sie von hier hoch zur Straße? Abby, so leid's mir tut. Ellie, so leid's mir tut. Die Abby ist dir physikalisch ganz furchtbar weit voraus. Da kannst du, Heinkerl, sagen, was du magst. Und natürlich, das haben wir ja gerade mitgekriegt, wieso, weshalb, warum die Ellie der Abby auf der Spur ist. Und wenn wir mir jetzt Abby da rausholen, da kann jetzt alles passieren. Das sieht doch gut aus. Bringen wir die Abby um. Bringt Abby uns um. Schmusen wir am Schluss alle. Wie ist denn da aufgekommen? Was haben wir so dabei? Okay, wir haben ein Pfeil. Oh, da haben wir haben schon so lange nicht mehr mit der Ellie gespielt, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich da soll. Molotov, brauchen wir nicht. Was ist das? Der Schockbombe. Betreut beim Aufprall Gegner, das kann man eigentlich mal machen. Was haben wir da? 40 Herstellungsgeschwindigkeit. Jetzt haben wir da wieder voll verbesserter Schalldämpfer. Ja, brauner, aber ist wurscht, das können wir brauchen. Und da haben wir Sprengfalle, die haben total für den Arsch. Sprengpfeile, die kann man brauchen. Was haben wir mir so? Das ist das ganze Gier, das wir vor. Was? Ich kenne mich gar nicht mehr aus, Alter. Das wie soll ich denn jetzt da raufkommen? Im Wald oder was? Vielleicht gehen wir im Wald rein. Du hast einmal gleich einmal Schrotflinten, haben wir 5 Schuss. Wechselt man mal, ja, gib mir mal einen Bogen.
Haben wir mit ihm voll ausgebaut mit ihr? Weiß ich nicht mehr. Das ist über 5 Streams, ja, keine Ahnung, was wir mit ihr ausgebaut haben und was nicht. Du bist du in Moon, Skelett gefunden. Gold Roger. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also noch mit zum Verständnis, wenn wir mit der Ellie, haben wir jetzt der Abby auf der Spur und Abby hat ja gerade eine auf die Nuss gekriegt und von irgendwelchen Bikern. Und das haben zumindest optisch ausgeschaut wie Biker. So, gehen wir da schon. Dafür so? Oh. Der Abby, der darf ich kommen. Was? Der Real Endal schreibt, gibt es das schon für einen PC-Bürger? Nein, ich spiele aktuell auf der Konsole. Darum bitte ich auch darum, mir totales noch schlimmeres Kacknoob-Aim als sonst schon bitte zu verzeihen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte eigentlich aufhören. Verstehen Sie? Ehrlich, muss ich da unten durchgraben wahrscheinlich. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Haben wir schon. Okay. Gold D. Roger, bitte schön. Ja, gut, bin ausrecht. Oh, kann schon sein, dass wir in der Nachbarschaft angekommen sind. Ne? Haben wir schon da. Haben wir schon da? Jetzt müssen wir die Bude finden. Außer mit der Karten. Ich bin hier und nach Santa Barbara Gut, Donado! geht's. Kuss auf die Nuss, merci für den Sechser, aber drückt Servus Birgi, feiert deine Streams übelst, mach weiter so. Ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Kuss auf die Nuss, solange es euch Spaß macht, mir macht es so auch. Mir macht es auch ohne euch Spaß. Sag ich euch, was ist? Kuss auf die Nuss, dankeschön. Und der Stelle war mal der Like-Button. Der ist schon lange nicht mehr vermöbelt worden. Oh shit, da sind ja schon wieder. Oh, ich höre einen Klicker hier, ja. Also, oder wuselt er gerade noch. Okay. Warte mal, sollen wir das mit dem Schalldämpfer lösen, das Problem? Wobei man sieht eigentlich. Warte mal. Da was drin im Haus? No. Mit der Ellie, wenn ich mich. Ah, da geht einer. Ja, habt ihr schon. Wenn man jetzt hier, den stecht man vorhin ab in Ruhe. Mit ihrer können wir einfach die Viecher abstechen, da braucht es kein Messer. Wenn ich richtig bin. Jawohl. Passt schon. So. Das nehmen wir mit. Er hat doch da die ganze Zeit einen Klicker, aber der ist wahrscheinlich nur eins weiter. Warte mal, was ist mit ihrer da hinten? Jetzt noch nicht so. Oh shit. Und so mein Sterne. Warten wir, bis die Vierer kommt. Ist es der Runner, der gerade da war, oder was? Kriegen wir schon. Klick, klick, wer ist da? Kommt man da hinten in das Haus rein? Denke nicht. Ja, was ist denn mit ihr jetzt da? Kommst du wieder Vierer aus deinem Scheißloch oder nicht? Warum habe ich den scheiß Klicker nicht auf dem Schirm da? Das nervt mir mal am Meeren eigentlich. Wenn du nicht kommst, dann komm ich. Wo ich will und wann ich will. So, wo ist jetzt dieses Drecks-Klicker-Mistviech? Hab ich Klicker von hinten abstehen können? Ich weiß nicht mehr. Ich glaub schon. Hinten ist er. Ja, ist irgendwie schon. Was in Gottes Namen war das? Alter, da sind Stalker.
Ihr wisst, was das für ein Hashtag im Chat ist. Möchte ich hoffen. Wenn das kein absolutes Pro-Gaming war, dann muss es sein. Weil ich eigentlich gehofft hätte, dass mir der Klicker wieder verliert. Deswegen bin ich so hinter das Auto gegangen. GG, Zero Depth. Alles klar. Kriegen wir ihn von da, meinst du? Erwischt. Alter, was ist denn heute? Einiges kein anderer Batman. Was ist denn heute los? Haben wir heute ein Liter im Zielwasser gesoffen, oder was ist denn da passiert? Hey, Mr. Klickermann. Ah, was war bloß in die Schulter? Ich habe eigentlich auf den Kopf gehofft. Seit wann stirbt denn ein Klicker mit einem Schulterschuss? Oh, interesting. Ist da drin wieder Schwammerlhausen und kannst mir gleich mit Schrotflinten her, oder so wieder was ist. Dann gleich die Schrotflinten her. Vielleicht komme ich hier durch. Ja, vielleicht komme ich hier durch. Ich riech schon wieder einen Stress, riech schon wieder auf 3 Kilometer, tu dich nicht runter. Und diese scheiß Stalker-Wichser, die sich irgendwo verstecken und vom Eckvierer schauen, die sind die Allerschlimmsten. Das sind die Allerschlimmsten. Man findet echt immer noch Zeit zum Skillen? Sag mal, Spey, wie lange dauerst du noch? Und Trading? Kollekte? Ja, was ist dieser Pimmel an der Wand? Na, bloß ein Leuchtturm, langweilig. Ja. Okay, interesting. Fucking interesting. Soll ich da oben springen? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Dass doch irgendwo Treppen runtergehen, das gibt's ja nicht. Treppe wo? Halt, stopp, da ist ein Nahkampfwaffen. Hab ich schon einen Nahkampfwaffen? Nö. Bin noch mit. Oh, bra. Oh, da ist kein Treppen. Oh, ein Bogen her. Aus irgendeinem. Ich spring jetzt da oben. Okay. Shit. Wow! Da wichsen wir jetzt nicht lang umeinander. Der zweite gestorben? Was ist denn der zweite Fette? Der scheiß Stalker ist auch noch da. Meinst du, sie die nicht sieht da hinten, oder was? Okay. Kleine gestummene Kackfrisur. Das ist ein Witz, oder was? Im Ofen verstecken und umeinander cool meckern. Ah, fuck, trifft's auf den Punkt. Ich schwör bei Gott, Abby. Oh. Wo bin ich? Daddy! Shake Daddy! Let me see what you got. Wo ist der zweite Fette gestorben oder hat's den in mir zerrissen? Keine Ahnung. Na ja, gut, bauen wir mal ein Medikit noch, damit nichts passiert. Das passt auch. Was können wir da? Pfeile mal 2. Können wir Pfeile bauen? Ja, gib Pfeile. Pfeile gut. Pfeile gut. Krummi, dann bist du ja bei den Schlümpfe, wenn du im Schwammerlhausen bist. Schau mal, ob du einen Gargamel findest, Alter. Ich glaube, da waren gerade 2 Gargamel. 2 leicht überfressen. Ey. So.
Das hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können, aber sobald diese Stalker da sind, kann man es nicht anders lösen als Schlägern. Was haben wir denn da jetzt wieder? Soll ich jetzt noch als Waffen zusammen? Leute. Na gut. Wieder länger nicht nach. Könnt ihr euch gleich schon mal was zum Trinken holen? Tun Sie sich nicht hinunter. Könnt ihr euch gleich schon mal was zum Trinken holen. Das kann halt ein längerer Abend werden. Wir spielen das halt durch. Ist mir scheißegal, was passiert. So, haben wir mir einen Bogen schon komplett ausgebaut. Scheint mir so. Stabilität, Feuerrate, Ziel. Oh, ein Schaden im Gewehr war natürlich nicht schlecht. Was haben wir da? Rückstoß, Kapazität, Stabilität interessiert mich nicht. Feuerrate interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja gut, können wir nichts ausbauen. Drauf geschissen. Innerhalb vom Fenster ist der zweite Fette. Hat sich ins Fenster eingeglitscht? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wo es weitergeht, ist die eigentliche Frage. Wir haben da oben gesprungen. Das weiß ich noch. Dann können wir eigentlich nur da. Kann man da aus der Tür aussehen? Wahrscheinlich nicht. Da waren wir gerade. Hoppala. Noch was. Und am Pfeil bin ich irgendwo vorbeigelaufen. Aber gut. Hilft ja nicht. Oh, da liegt noch was. Oh, den nehmen wir. Da haben wir sogar ordentlich an was vorbeigelaufen. Friends of the Sun. So. Der einzige Ausgang ist da vom Fenster aussehen. Wenn ich da über die Mauer springe da hinten. Ich hab mir's vorher schon gedacht, da ist so ein Crack in the Mauer. Oder werde ich nicht. Ah, halt, stopp. Ich hätte einfach abhauen können. Mein Gott, das Loch habe ich nicht gesehen. Nee. Na gut. L3 was ansehen? Was ansehen? Okay. Also wir müssen in diese Nachbarschaft. Am Hügel. Santa Barbara. 2425 Constance. Ja, wir haben jetzt auf demselben Weg, da wo die Abby halt war, in der Bude drin. Wir werden sehen, was passiert. Muss da unten sein. Wahrscheinlich werden wir jetzt dann auf die Gegner treffen, die... Oh, da liegt was, das nehmen wir natürlich mit. Oh, Medikit, hätten wir uns wieder mal sparen können. Was ist jetzt da? Nimm mal das mit da drin. Rind. Ja. Wahrscheinlich treffen wir jetzt da dann auf diese komische Biker-Gang oder wer auch immer die sind. Ich bin gespannt. Du, ist mir scheißegal, wie lange das halt dauert. Wir machen um 10 Uhr, wenn es ist, einmal kurz die Pinkelpause, weil ich muss jetzt schon wieder zum Pissen. Gibt's einen Bogen her. Was haben wir da schon wieder? Ja. Oh, mehrere. Muss ich da jetzt runterspringen oder wie muss ich es denn regeln? Da schieße ich die jetzt von da herum oder was tue ich denn? Ich spring da jetzt nicht, aber ich lasse mich in Ruhe. Führst du jetzt einen Pfeil in den Kopf und dann ist gut? Nein? Oder machen wir es doch leise? Machen wir es leise. Duckt bleiben. Wenn sie sich wieder sicherheitshalber bringen wir es um. Das ist bloß ein Gegner mehr. Falls wir jetzt da unten jemanden triggern. Die läuft uns bloß ins Knack rein. Ah, so ist brav. So ist brav. Katheter regelt, Leute, Mo. Nein, ich hab Angst vor Spritzen. Ich weiß schon, ich weiß, was ein Katheter ist, kein Spritzen, aber Fähigkeit nicht. Eigentlich ist das Spritzen 2.0. In beide Richtungen. So. Dann haben wir da noch irgendwo. Da unten gräbst noch eine umeinander. Einzeln sind es nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sobald da 3, 4 auf die zukommen. Oh shit. Komm, geh nochmal nach links und schau mich nicht an. Los. Brave Maus. Bravi bist. Bravi bist. Wenn ich jetzt da oben springe. Oh. Lol. Ja, mit der Reaktionszeit von einer Scheiß ausfliegen. Die sind eigentlich ziemlich gut, die Reaktionszeiten von einer Scheiß ausfliegen. Dann meine ich, wird das nix. Ja. Ah ja. Machen wir noch den nächsten Gegner. Schauen wir mal. Los geht's, los geht's, los geht's. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Oh, just no. Au. Au, wieso muss es gleich wieder so schnell eskalieren? Geh, komm bitte. Der Plot-Twist. Die nehmen beide gefangen und bringen uns um. Fuck. Ach komm. Ach komm, hör auf.
Da hast du einen Katheter. Das ist nicht Debbie. Abby. Siehst du, wir haben was. Wieso hat er keine Wunden an der Schulter? Die sieht aber echt übel aus. Glück überlebt sie einen Monat. Können wir es für heute nicht Was gut sein lassen? Das ist wieder für ihn. Hol das Ding runter und erneuern. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für Sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Oh, fuck. War nicht Schott drum drin. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein. Nein, Mann. Sie ist doch total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ja. Okay, ein bisschen unrealistisch sagen wir es, wie es ist. Aber sehe ich das richtig, dass wir jetzt eine Sturm haben? Das kommt aber reichlich spät. Du sagtest Abby. Du suchst dann Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Ja, Sie hatte stimmt. einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Egal, der Schießen, danke für die Info. Ja, das ist sie. Trottel. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Tja, uns ist das wurscht. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Da kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Die ist wirklich komplett fucked up schon wieder. Ich schwör's. Tja. No shit. Was given. Wichser. Ja, aber wie sollst du denn da so da reinkommen? Großes Kaliber, Trophäe erhalten. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine Sturmgewehr, oder? Ja, tatsächlich. Was heißt der Sturm? Ist der Sturmgewehr? Schienen zum Resort, großes rundes Haus. Großes rundes Haus. Medikit regelt, stimmt, steckt man einfach ein in das Loch. Sie zwang sogar her, dass sie sich versorgt hat, damit man nicht so total lächerlich ist. Hier drüben! Zieht auf die Beine! Ich gehe nicht zurück. Er hat eine Waffe! Ich gehe nicht zurück. Gottverdammt! Scheiße. Ach ja. Woher hatte er die Waffe? Schallgedämpfte Anderen soll Maschinenpistole. alles absuchen. Wie viel Schuss haben wir da? Noch jemand rausgekommen ist. Und achtet auf Infizierte. Ah, jetzt. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt ihr verdammt nochmal Tote. Nein, nicht schon wieder Hund. Zeitverschwendung. Ah, fuck ja, ich mag keine Hund. Also ich mag schon Hund, aber nicht in dem Hey. Setzt du jetzt mehr Leute am Tor ein? Jetzt müssen wir warten. Weißt du, was einmal toll war, wenn ich pfeifen kann? So, dass ich bei herkommt oder so, keine Ahnung. Probieren wir es einfach, ohne dass wir uns weiter umschauen, wenn er sich umdreht. Ich probiere es einfach. So, was ist, dann gibt es eine Schlägerei. Hey Bubi, kümmern wir um da. Neben dem Auto schaut's gut aus. Da meine ich, hab ich... Oh shit, Alter, das sehen sie die gegenseitig. Ein Auto! Fuck!
Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, was ist das? Rückt auf! Weiß, dass du da bist. Ja, ich weiß auch, dass du da bist, aber für die nehme ich keine Munition, du Fotze. Große Gruppe. Press F für den Hund, den wollte ich nicht erschießen. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir auf sie treffen. Ich sag das, was ist. Die Maschinenpistolen, ganz ehrlich, war jetzt ein totaler Blödsinn, dass ich die hergenommen habe. Haben wir da noch ein bisschen Quermunition? Leider nicht. Hoppla, das wollten wir nicht. Machen wir so. Gewehr nachladen. Passt schon. Das haben wir mir beieinander. Können wir was bauen? Ja, Molotovs warten sie jetzt natürlich auch gewesen. Ganz ehrlich, ich baue nur mit Pfeile. Da haben wir jetzt auch zwei verschissen. Scheiß Bogen natürlich als Nahkampfwaffe nehmen, ist absoluter Schwachsinn. Da machen wir jetzt oder so. Das glaube ich ist gescheit. Na gut, gehen wir weiter. Ich glaube, dass wir da noch auf mehr. Oh! Da kommst du mir gerade recht, dass wir dann auf mehr Widerstand treffen. Hoppala, da ist Bierbandelkling. Da haben wir noch was drin. Ja, Schriften nehmen wir auch mit. Schau mich schon so, als dass da schon noch mal was abgeht. Jetzt sag ich nicht runter. Bis ins kleinste Eckerl durchsuchen wir jetzt nicht alles, aber wo wir direkt drauf vorbeilaufen und was wir mitkriegen, nehmen wir natürlich mit. Ja, da schaut es auch schon wieder nach so viel Open Field. Ja. Da sind wir schon so weit, passt schon. Wo sind Gegner? Da hinten in dem Dings drin. Rechts läuft einer rum. Den Bogen her. Gib mir mal den Bogen her. Die Frage ist, komme ich da jetzt umgelaufen zu den Autos ganz nah, ohne bevor mich... Oh, die haben Helme auf schon hin. Seit wann haben denn die Helme auf? Und wie weit kommen die raus? Ansonsten müssen wir wieder, vergiss nicht, du hast da nur Sprengpfeile. Ja, aber für einzelne Gegner haben die Sprengpfeile für den Arsch, die behalte ich mir lieber für die fetten Zombie-Viecher. Ich weiß schon, es sind keine Zombies, ist mir aber wurscht. Ja, komm ich nicht durch, da müssen wir links rum. Ich probiere es jetzt einfach. Ja. Ich hätte schon lange hingehen sollen. Ja, natürlich. Nicht sehen. Komm, schneller. Schön sneaky, Kinder. Der PUBG-Typ, ja. Genau, ja. Wo schaust denn du hier, Alter? In der 80 Jahren verlassene Kicher, du Trottel! Ich sehe halt nicht, wer von draußen einer sieht. Das ist mein größtes Problem. Ja, haben wir schon soweit. Ich genau da umbringen, wo der Entdeckungston nicht ist. Da haben wir Nahkampfwaffen, den nehmen wir mit. Herzlichen Dank. We have a bingo. Was haben wir da? Haben wir da eine Stange? Oh, die nicht. Ein bisschen, da draußen haben noch genug Gegner. Was? Und wenn man in einem Gebäude herin ist, sieht man so schlecht aussehen. Das muss man auch mal dazu sagen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht. Oh shit. Ich weiß nicht, was wir gegen die tun. Das ist so ein bisschen ein Problem. Wenn ich das Herrli abstich, kommt der Hund und killt mich. Aber wir probieren jetzt da mal was.
Sie hat vielleicht was. Was witterst du da? Scheiße. Hier ist jemand! Hier drüben! Ja, fuck. Nein, kann ich mit vorne den Säcke hocken. Ah, komm! Scheiße. Ja, ich hab keine Deckung da! Ja, jetzt werden wir sterben. Nein, ist das behindert! Komm, lauf. Vergiss es. Aber was ist denn das für ein behinderte Scheißstei? Ich kann nicht übrigens, der Depth-Counter funktioniert nicht, weil mein Stream Deck im Arsch ist. Was hab ich mir da wieder für ein Stei ausgesucht? Da, ain't nobody got time for den Bullshit. Da, mit der schießen wir jetzt einfach alle. So schaut's aus. Achtung. Wer sagt mir jetzt da wieder? Ich seh halt auch nix. Wo? Sowas macht mich lästig. So, Alter, was ist das? Probieren wir jetzt so. Oh. Sie darf nicht laufen! Los, schnapp sie dir! Verflucht nochmal! Du bist tot, hast du mich? Da! Ich hab dich nicht! Scheiße! Ja, du kannst um Decken schießen, oder was, du Hurensohn? Mehr? Was das? Meine Seite. Ist wieder mal einfach durchlaufen und durchballern die bessere Option. Offensichtlich schon. Herr Bayer, merci dir, die Übersehen, die Bürger melden mich von der Nachtschicht. Ich muss die Woche mal alles nachschauen. Montag-Stream schon angeschaut, der war auch sehr gut aus. Freut mich. Geld für den im Internet. Jetzt habe ich es gelesen. Hashtags lesen ist nicht so einfach. Merci dir. Kuss auf die Nuss. Lass dich nicht bloß das Ende anschauen. Wieder mal Press F für den Hund. Einzigen, den ich nicht umbringen wollte, aber ich habe nicht anders können. Müssen wir Meter machen, hilft nicht. Müssen wir uns durchballern. Die Frage ist, wo es weitergeht. Von da hinten bin ich gekommen, also muss es in die Richtung gehen. Weil da hinten schon richtig gewesen, sage ich das richtig. Da dazwischendurch hätte ich mir einfach davor schleichen müssen vom Hund. Der hat mich gerochen, oder? Wir waren so nah dran. Und dann haben wir wieder so viel Zeit verschissen. Oh mein Gott. Okay, komm, hör mir auf. Komm, hör mir auf. Hör mir auf, du. Los. Nehmen wir an uns, der Hund, der schnuffelt uns, wenn wir hinterm... Haben wir da was? Da haben wir was. Das nehmen wir, Brechstangen nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Können wir was bauen? Oh, wir könnten uns so einen Speer bauen. Das sollte man wahrscheinlich auch tun. Nahkampfwaffe, Shot überhaupt nicht. Aber Pfeile daten, ja, bauen wir mit Nahkampfwaffen. Die haben wir jetzt die ganze Zeit ziemlich nötig gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheiß. Oh, kein Mensch braucht kein Mensch. Passt schon. Passt schon! Meter machen, zur Not schießen wir es alle. Den wir nachladen. Da nachladen. Wunderbar. Haben wir da noch andere Pistolen? Nö. Haben wir da nachgeladen? Da haben wir auch nachgeladen. Und dann da wechselt man mal in Richtung. So. Das schaut gut aus. Schaut gut aus! Oh, 2-3 Meter, das wird ihm schon. Oh, ist das große Rohr? Oh, der hat schon zu. Oha. Was die, ich mag es gar nicht wissen eigentlich, was die mit den Leuten und was das für eine tolle Kommune ist da. Wahrscheinlich wieder irgendwelche... Es war ein bisschen billig, wenn es Menschenfresser sind. War ein bisschen billig. Ah, da hinten ist das große runde Gebäude. Weit haben wir nicht mehr. Weit haben wir nicht mehr. Kriegen wir schon. Und nicht vergessen, um 10 Uhr ist Pinkelpause, wenn es wirklich drauf ankommt. Wenn wir natürlich so weiter pimmeln, dann...
Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Das ist eine außerordentlich gute Frage. Kann man noch. Da hinten liegt der Tote. Da hinten liegt einfach ein Tote im Eck. So für mich was übrig lassen. Das können wir schnell lesen. Hey Rattler, hier ist Mackenzie. Ich bin draußen, frei. Mein Mann starb, während er eure verdammten Tomaten pflückte. Wir sind nicht nur ein paar vereinzelte Versprengte. Ich komme mit den anderen wieder, eure Zeit wird kommen. Aha. Aha. Wer immer ihr seid, ihr habt absolut keinen Dunst. Oh, da liegt was. Klebemantel können wir überall. Ein Dreck liegt da über schon umeinander. Da wird man nicht um mich springen können. Da schaut's. Kommen wir da durch? Kommen wir da durch? Nö. Aber da kommt man unten durch. Hallo. Hallo. Was auch immer da los ist, aber. Ja. Da zwickt man uns schon durch. Ah, wieder. Die Details in dem Spiel. Oh, was haben wir da? Komm schon, du schaffst es. Noch ein kleines Stück, Kumpel. Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ach, scheiß drauf. Ach, die haben da Ich hatte Zombie ihm genau das festgeht. versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Jetzt wärst du bestimmt lieber nicht geflohen, oder, Anthony? Sägt uns ihr um. Wenn wir uns ins Großeiling. Da können wir komplett drauf. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Und drei weg. Ob man durchkommt, ohne irgendwen zum Umbringen? Schneide ihm los! Neo, bitte, das war auch meine erste Idee gewesen, ich bin so ehrlich. Aber jetzt tue ich mal schnell nichts, weil er da gerade herschaut und er da. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme, ohne dass mir jemand sagt. Nein, da ist noch jemand, der mich sehen kann. Jetzt, ja, da eine umdrehen, los. Hopp. Drei die weg jetzt. Brav, eh? Vorher kommt man da vielleicht rein. Ich weiß nicht so ganz, was ich da jetzt da sehe. Da habe ich jetzt schon wieder Vollgas die Arschkarten. Jetzt habe ich halt da wieder Vollgas die Arschkarte, wenn ich da jetzt das Kämpfen anfange. Oh, die sind so viele, an denen kann ich mich nicht vorbeischleichen. Eventuell was anderes rundum gegangen, ja. Sollen wir es probieren? Ja, was tut man sonst? Oh shit, wir haben ja kein Ding nicht, gell? Vor allem, die haben auch Helme und Westen auf. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich weiß nicht so recht, was ich da soll. Okay. Schon mal gut weiter. Die Frage, wer uns da noch so sagt. Da oben am Dach ist noch einer. Ja, wenn es ist, schleichen wir wieder zurück aus. Sagt das, was es ist. Jetzt ist da mal einer. Wer sagt mich da? Na, wer ist. Vielleicht wisst ihr jetzt. Schau mich mal um. Pass auf dich auf. Oh shit, oh shit. Oh shit. Hey, Sie schwören. Hier ist jetzt. In diese Richtung. Scheiße, wo ist sie? Wir wissen nicht, wo ich bin. Hier alles ab. Sie kann nicht weit Da sein. haben wir natürlich wieder unseren Ding kaputt gemacht, unseren Schalldämpfer. Aber wenn er jetzt so blöd ist und der Vierer geht, dann hat's ihn natürlich. Und auf die Typen mit Rüstung brauchst du gar nicht schießen, die halten sauber zwei Kugeln aus, wenn's nicht gescheit triffst. Wir gehen schon noch zum Zombie-Mann, mich würde nämlich auch interessieren. Okay, wir bis ums Eckerl hinter. So, da tun wir die Healing. Zack, das Böhnchen und Tschüssikowski. So ist er.
Da, oh, da hat er nur 6 Schuss für mein Ding auch noch dabei. So ist es aber brav. Laden wir mal die Knarre nach. Ich sehe aber da auch sonst keinen. Oh, da hinten ist ein Bauer gesprungen, das haben wir gesehen. Das ist eine miese Nummer, Alter. Ich frage jetzt, was der Zombie-Trottel da jetzt tut. Haben wir uns jetzt selber eine Falle gestellt, oder? Wir werden sehen. Wo ist der Gegner? Ey. Da. Kim, lauf mal in den Arm jetzt. Für was hast denn du eine Knarre, du Vollidiot? Für was hast du eine Knarre, du Vollidiot? Ja gut, dann geht's nicht. Absolut geil, dass man den freilassen kann. Hat jetzt der Zombie mir die Leitung gebracht, oder was? Geil! So, komm ich da irgendwie einer? Ja, komm ich. Tatsache. Da schon hin. Gibt's einen Loot herin. So, jetzt habe ich nicht den Zombie-Trottel am Sack, aber naja, der ist keine so starke Bedrohung. Wir gehen mal. Achtung. Gehen wir natürlich nicht durch, das wäre jetzt so einfach gehen. Habt ihr was Schönes droppt für mich? Geht wirklich. Auf geht's. Oh, was haben wir da? Ich mit. Haben wir da noch irgendwo welche Gegner? Ja. Cooles Detail. Sowas hätte man eigentlich schon viel früher im Spiel bringen können. Da ist irgendwo Musik herin. Ein bisschen unschlüssig, wo wir da sind und was wir da tun. Wird da irgendwie aussehen? Da vielleicht? Ja. Großes, rundes Haus, Leute. Oh shit. Oh shit, mistakes were made. Nicht so lang, nicht so weit gehen. Ich leg den ins Dixie-Klo, du Arschloch. Da lassen wir doch den Zombie wieder frei, vielleicht bringt der wieder alle um. Schauen wir doch mal. Hey, Ladies! Ah ja, komm schon. Komm schon. Ich nenne liebevoll Hubert. Hey, Hubert! Da schau, darfst laufen. Jetzt hier. Hopp, Abflug. Oh, einen Klicker haben wir auch da. Die Infizierte sind los. Scheiße. Nicht hängen bleiben. Na, scheiße. Gleich hier! Aufgepasst, Infizierte! Lass mal die Zombie-Typen die ganzen Leute umbringen. Da die vorschlagen. Währenddessen die kämpfen. Oh shit, oh shit. Hier drüben! Oh shit. Oh, wieder ein bisschen zu begeistert. Der hat mich nicht. Hat ein jetzt auf mich geschossen. Haben wir das Schluss. Der Quaseb da hinten um, der kommt mir auch mit kreuzweise. Hast du Munition fallen lassen? Du Munition fallen lassen. Hat irgendeiner von euch Trottel Munition fallen lassen? Nicht wirklich. Der haben wir mit dem Kasperl da um. Ach, gehen wir anders ran, dumm, lecken wir am Arsch dann. Nicht entkommen lassen! Da sind ja noch zwei drin. Da sind ja noch zwei drin. Da ist auch noch einer. Ja, denn. Sie kann nicht mehr!
Hast du Munition dabei? Ja, hast du. Sehr schön. Da ist ein Haufen Schunde drin, den nehmen wir natürlich mit. Das ist ja klar. Was haben wir da? Ein Sprengpfeil! Den wollte ich sowieso schon lange mal hernehmen. Wird sowieso einmal Zeit. Da, wo bist du, mein Freund? Da oben ist er, hab ich schon geduld. Hallo! Oh, da haben mehrere. Vielleicht sollten wir einfach mehrere mit Sprengpfeile umeinander wursteln. Was haltet ihr davon? Da sind ja nur ein paar Leute drin, Jenny. Lassen wir wieder Zombies frei. Damit nichts passiert. Komm. Oh shit, der Klicker-Sepp. Den lassen wir vielleicht lieber nicht frei. Da schleichen wir wieder. Du, da schleichen wir ihn wieder. Schauen wir mal. Da haben wir einen. Ah, wo du hinzielst, da war den ganzen Tag noch keiner. Keine Ahnung, was du für einen Plan hast. Sag ich dir, wie es ist. Oh shit. Okay. Nein. Schnauze. Hallo. Tschüssi. So. Da hinten guckt noch einer aneinander. Und da, wenn ich da drin laufe, auch noch irgendwo aneinander. Da ist ich mich da. Lassen wir Zombies einmal Zombies sein. Jetzt gehen wir in die Bude ein und bringen wir da drin alle um. Weil es eh wurscht ist. So, was ist mit dir? Oh. Da rechts noch von mir. Oh shit. Hab sie gefunden! Gleich hier drüben! Get to your face! Ich glaube, ich gebe dir. Oh shit. Oh shit, das wollte ich auch nicht. Flankieren! Geht klar! Müssen wir so mal. Oh, jetzt haben wir es glaube ich. Oh. Abflug. Das waren noch viel mehr, als ich das dachte. Nein, mach Medikit, du Idiotendepp. War übrigens auch tatsächlich gerade Absicht, dass ich ihm in den Fuß einschieße. Weil in den Westen brauche ich nicht einschießen mit dem kleinen Billo-Kaliber. Also jetzt, wenn man bis er daherkommt, sticht man schön brav ab, damit wir Munition sparen. Ja, gehen wir da. Grüß Gott. Du, mal anschaust, dabei geht's weiter. Wieder schauen mit dir. Haben wir schon gleich wieder gar nicht mehr so cool. Nahkampfwaffen gehört getauscht, schreibt jemand im Chat, da hast du absolut recht. Schauen wir mal, was da so umeinander liegt. Das nehmen wir alles schön brav mit. So. Jetzt lassen wir uns vielleicht nicht nochmal so dermaßen überraschen. Positionswechsel. Wo ist jetzt der hier? Oh, gerade. Wie man sich ja belohnt, als darf man mehr sehen. Hallo. Ah, du drehst jetzt nicht mittendrin einfach um. Doch, nicht doch. Sei einfach still. Tschüssikowski. So. Wenn wir jetzt alle umgebracht haben, sollten wir uns in Ruhe in einen Nahkampfwaffen. Der nächste. Ist immer noch jemand da. Okay. Links einmal. Oh shit. Was wir noch nie gemacht haben. Das hat Spaß gemacht. Jetzt da immer noch Gegner da. Shit. Oh shit.
shit, Alter. Hab sie! Hier! Hier! Muss er sich jetzt da lang umeinander pimmelt, oder was? Wenn ich kein Ding nicht suchen darf? Jetzt nicht aufgeben. Ah, da haben wir noch ein bisschen Moon. Den nehmen wir sicherheitshalber mal mit. Wer weiß, wie viel von den Arschlöchern noch daherkommen. So, kann man jetzt einmal wieder durchladen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich schießen soll, weil ich nicht weiß, wie viel Munition das wir da haben. Habe ich mich kurz konzentrieren müssen. Warum kommen doch jetzt gleich wieder 5 weg? Oder? Hätten wir mal den verdammten Klicker auslassen da. Was haben wir denn da? Jenny! Ich schicke euch etwas Fleisch, Grapefruit und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viele Streuner ich geschnappt habe und sie wollten mich belohnen. Wir haben die beste Ernte, bla bla bla, leck mich am Arsch. Scheiß Ernte kannst du in den Arsch hineinschieben. Was es mich interessieren wird, wer zum Teufel sind die da? Müssen wir mal die Schrotflinten raus, weil wir für die jetzt so viel Schruss gefunden haben, dass alles jetzt spät ist. Müssen wir die Leute da damit killen. Ja gut, jetzt finden wir natürlich wieder Geweihmunition, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Haben wir da haben wir den anderen in 1000 Stückel geschossen, an das erinnert ich mich nicht gut. An das erinnert ich mich nicht gut. Die Frage ist, was jetzt weitergeht. Hallo? Da hinten auf, ist das richtig? Anscheinend schon. Da aber noch mal ein Großgebiet, leck mich am Zückerli. Leck mich am Zückerli! So, wer kommt jetzt da wieder daher? Kommen jetzt da nochmal 25 Idioten oder? Verfluchter Streuner! Scheiße! Ausschwärmen! Mach den Turm! Mit dem Mann schwärmt aus. Oh shit, oh shit. Der fette Mann schwärmt aus! Gehen wir jetzt da? Oh. Streunerin! Scheiße! Hinter dem Tisch! Gleich hier drüben! Hat sie! Wow! Okay, dann damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist schon gut. Ist schon gut. Bewegung! Ist das mies. Ah, die Scheißdinger haben mies. Okay. Hier liegt nie Scheibe, da müssen wir auf Angriff gehen. Ja, ja. Ja, ja. Alter! Musst du nicht repetieren in deinem Leben, oder was? Feinde Soldaten! Scheiße. Jetzt bin ich aber herin.
sie fest! Alles klar! Waffenwechsel, du Idiot. Wir haben keinen Gefahr! No, Lu, nur mit. Ey, für mich mit dem Controller ist es gar nicht so schlecht. Das hat gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ein paar dumme Entscheidungen drauf, aber ansonsten schaut es gar nicht so unvernünftig aus da. Ja, nehmen wir das mit. Laufen schon zum 25. Mal vorbei. So, wie viel von den Arschlöchern müssen wir jetzt da eigentlich. Wo ist denn der Elefantenpistole? Mr. Sprengi, die glaube ich hat bloß. Die glaube ich hat bloß Abby. Abby hat die Elefantenpistolen, nicht mir. Also nicht Abby. Nicht. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, dass man die zwei Abby und Ellie nennt? Ellie hat, glaube ich, keine Elefantenpistolen. So rum. So, haben wir mich jetzt bald einmal in dem komischen runden Gebäude oder muss ich noch 25 Leute schießen? Wahrscheinlich darf man auch nicht so sneaky peaky spielen, sondern müssen wir einfach mehr reinpimmeln. Das hilft eh nicht. Und ich bin es aber von mir nicht so gewohnt, wenn ich so stark bin. Aber das heißt meistens, dass ich konzentriert bin und versuche, keinen Scheißdreck zusammenzuspielen. Und fürs Gamepad, hey, ganz ehrlich, ich mit Gamepad ist absoluter Witz. Aber es geht. It's acceptable. Da haben wir. Wer sind die Leute? Ich drück schon mal Viereck. Ja, der wiegelt die alle. Au, au. Nicht gut. Der Kreisel. Oh. Verdammt! Ich hab die Schlüssel! Kommen die jetzt alle raus? Wer sind die? Zu den Waffen! Los, mach schon! Hier! Okay, los! Auf geht's! Hey, wo ist Abby? Sie hat einen Biss! Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Nochmal weiter. Sie ist bestimmt schon tot. Alter, es ist 10. Na los! Hab ich nicht damit gerechnet, dass da noch so viel kommt. Ich sag das, was ist. Aber gut. Der kreative LP schreibt da gerade, es ist klar aus. Ich hab auch das Gefühl, wir nähern uns sehr steil dem Ende. Das halten wir noch aus, bevor wir ein bisschen gehen. Wo steckst du? Und mir jetzt so, ja, ich kann schon gar nichts mehr craften und so weiter. Abby. Oh, die kämpft sich da hinten offensichtlich einen Weg frei. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert. Ja. Es tut mir leid, aber es steht schon wieder was ins Beutel. Da hast du absolut recht, das ist mein KB. Sind wir schon unterwegs. Ich bin so gespannt. Kann ich überhaupt noch zielen? Ich kann nichts mehr. Ich laufe jetzt einfach. Ich tue mir jetzt einfach selber den Gefallen und laufe. Ja. Au. Wir haben auch gescheit am Ende. Und ich glaube, Abby ist auch gescheit am Ende. Die hat sauber kassiert. Geh zum Strand. Ab zum Strand, weißt du. Mit dem Boot. Wahrscheinlich wären's Best Friends Forever. Dann gibt's die Schere auf dem Boot. Nichtsdestotrotz in der nächsten Cutscene muss ich kurz pissen gehen oder was sonst so in die Hosen. Da wird schon nicht direkt gleich das Ende. Wird nicht helfen, ich werde es nicht aushalten. Ich muss es aushalten und wenn ich am Boni sage, ich sage das, was es ist. Da haben wir eh schon am Strand. Das ist doch schon. Oh. Hängt sie da?
Alter. Was zur Hölle? In was für Arschloch-Websennest haben wir da jetzt eingestochen? Da hängt's dran, oder? Nein, die hat's du nicht um. Das ist auch nicht, da hat's du nicht um. Doch, das ist. Oder? Ist das? Der Zopf dort passen. Ah, das ist nicht. Die lassen da halt leider einfach verfallen da dran. Herzlichen Glückwunsch. Allerherzlichsten Glückwunsch. Die Leute sagen, ich soll jetzt Pause machen. Always look on the palm. Jetzt Pause. Gut, dann gehen wir jetzt schnell aufs Klo. Es ist Punkt 10. Ich bin in genau 1,5 Minuten wieder da. Wahrscheinlich sogar unter einer Minute. Und dann werden wir uns das Ende von dem Spiel anschauen. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Komme gleich wieder. Da, bin schon da, keine Panik! Keine Panik! Keine Panik! Haben wir schon wieder da. Irgendjemand hat geschrieben, ich bin irgendwo vorbeigelaufen. Wo bin ich vorbeigelaufen? Überhaupt nicht. Ach, da, tatsächlich. Aber das ist es nicht. Also, es ist nicht Abby. Oder ist Abby? Das ist. Du bist es. Okay. Schaut so groß aus. Abby. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Da hinten liegen Boote. Die schaut ganz schön fertig aus. Ne? Die haben beide ganz schön im Arsch. Haben ihr Tor abgeschnitten. Sogar für das hat man noch eine extra Animation eingebaut, dass beim ersten Mal nicht raufkommt. Wie lang hängen die da schon? Die schaut so hier aus. Und so weit auseinander sind. Und darum das Boot in der Anfangsszene. Bringt keiner Korn um, das sagt der wie es ist.
Nein. Just don't. Don't. Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn da raus. Du hast sie mit reingezogen. Du rachsüchtige Fotze. Okay. Kann ich da jetzt irgendwas tun? Ich check's nicht an. Ich mag's nicht umbringen! Hör auf damit! Ich weiß nicht, ob das... Ich will nicht! Die ist völlig im Arsch! Ich will nicht! Ich lass mich jetzt da schlagen! Weil wissen mich, was passiert! Es zählt nicht als Topf, wenn das jetzt so nicht kehrt. Tatsächlich muss ich es umbringen. Alter. Rita, schneid's, Frau! Stop it! Das soll jetzt aufhören! Ich möchte das... Ich möchte... Ah, Gott! Ich möchte das nicht! Hör doch mal nicht auf! Komm! Oh, komm! Komm, hör mir auf, du! Mann, hör! Komm schon! Ich mag nicht mehr. Könnt ihr jetzt aufhören mit der Scheiße? Wann haben wir's denn jetzt? Bitch slap. Bitch slap. Bitch slap. Wann haben wir das noch fertig mit dem Caster? Schluss jetzt! Haben wir's jetzt? Nein, ich muss immer noch hingehen. Na komm, hör halt auf jetzt! Ich will nicht! Ah komm, und jetzt saufst das Dreck, du!
abbissen. Flip aus, das ist das allerletzte! Los! Das ist sauber zu krass. Ja, ich raste aus. Haben wir jetzt fertig, du rachsüchtige Fotze? Ich bin einfach. Hat sich einen Finger abbissen oder nicht? Ist er weg oder ist er noch drauf? Der hat sogar 2 Finger verloren. Was zum aktuellen Fick? Mr. Winnie, ich denke mir Ähnliches. Ich denke mir Ähnliches. Sau unnötig, was genau hat das jetzt gebracht? Also, dass alle die Ellie von mir hassen. Da ist keiner mehr. Hallo? Wenn jetzt da 2 Tote im Bett liegen, dann hätte ich aber hergeschissen, das schwöre ich dir schon. Endet wohl so, als dass ihr Rache sucht, genau darin endet, dass sie nichts mehr hat. Weder ihre Freundin, noch als Kind, noch ein Joel, noch ihre 2 Finger, noch irgendetwas. Ich mag jetzt eigentlich kein Gitarrenspiel von dir her, ich sag das, was es ist. Ja, mit 3 Fingern spitzt sie wieder, war also schlecht. Wie lange waren sie aber auch weg, dass die Finger so gut ausschauen ohne Verband? Ein Monat. Wie lange dauert denn sowas zum Verheilen, dass das zu ist? Was das? Das war's.
Was trinkst du da? Kaffee? Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Haben wir das nicht schon gesehen? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... Sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Überhaupt keinen Sinn. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Okay. Man sieht sich. Ja. Hammer sitzt an! Versteht sie es am Schluss noch schnell, dass er Rindvieh ist, er behindert?
Weißt du, was mir ein wenig abgeht? So. Was das mal ein wenig abgeht, der Cliffhanger. Für Teil 3. Und natürlich gibt es einen Haufen Fragen. Was ist mit der Abby? Was ist mit der Lesbenfreundin? Und was tut sie jetzt und so? Aber ich habe gerade keinerlei Vorstellung, wo das in Teil 3 hinführen könnte. Teil 3 ist übrigens schon indirekt angekündigt, kommt 2025, 26. Und einen DLC gibt's nicht. So, jetzt ist die Frage. Ich konnte es dann nämlich leider Gottes nicht leiser dran. Dann werden wir ein Resümee aus dem Spiel ziehen. Ich sag das, wie es ist. Ich kann da nicht hundertprozentig sagen, was ich davon halte. Ich sag das ganz ehrlich. Weiß jemand, ob da nach die Credits noch irgendwas kommt? Weil die Credits dauern mit Sicherheit 20 Minuten. Das brauchen wir jetzt nicht durchlaufen lassen. Ganz zum Hauptmenü, da kommt nichts mehr. Das wollte ich lesen. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Wow. What a trip. Oh, jetzt haben wir einen anderen Startscreen schon hin. Neues Spiel plus freigeschaltet. Spiele das Spiel neu mit allen Verbesserungen und all der Ausrüstung eines vorherigen Durchgangs. Verbesserungen und Fertigungsrezepte sind ab Beginn des Spiels verfügbar. Waffen sind ab Ellis Ankunft in Seattle verfügbar. Ja, NG Plus interessiert, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, NG Plus bedeutet, genau wie es da gerade unten gestanden ist, du kannst das Spiel nochmal anfangen, aber hast vom Start weg alle Waffen, alle Rezepte zum Craften, deine ganzen Skillungen etc. und das Spiel wird ein Stück schwieriger. Stickt mir überhaupt nicht. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Stickt mich überhaupt nicht. Warum, weshalb, wieso? Da können wir uns jetzt gerne drüber unterhalten. Jetzt passt so 8. Ich bin ein bisschen... Ich bin hin und her gerissen. Da sind so viele Dinge in dem Spiel passiert, die es zu beurteilen gibt, dass ich da jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang labern kann. Erst einmal, es ist ein unglaublich gutes Spiel. Mr. Dragon Cry Mercy. Im Endeffekt geht es darum, dass Rache zu nichts führt. Ellie hat jetzt nicht nur Joel verloren, sondern auch Dina und JJ sowie die Fähigkeit, Gitarre zu spielen wegen den 2 fehlenden Fingern. Absolut korrekt. Das ist immer natürlich die Message dahinter, die glaube ich soll ja jeder verstehen. Ist das ganze Spiel, das was mir halt nicht so gut gefällt, weil die Leute feiern ja diese Story teilweise in den Himmel, das sagen, wow, leck, ist das was krass. Ganz ehrlich, das ist einfach nur ein stumpfer Rachefeldzug. Mehr ist das nicht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also, von mir kriegt das Spiel all over, aus dem Bauch heraus, 8 von 10. Vielleicht sogar plus 7. Das hat mehrere Gründe. Falls jetzt irgendwelche Fanboys drin hocken und sie an Schleidern drauf, wie kann er das sagen? Erstens. Wo fangen wir an? Fangen wir ganz unten an. Grafik brutal. Es ist ein technisches Meisterwerk. Brauchen wir nicht schmerzen, dass das Ding auf der PS4 läuft, ist völlig verrückt.
wie das ausschaut. Völlig verrückt. Es hat natürlich ein paar grafische Macken und so weiter, das merkt man hauptsächlich in die Cutscenes, was definitiv Ingame-Render-Grafik ist, was auch 10 von 10 ist, aber man merkt es ab und zu, nein, ihr scheißt mir jetzt nicht mit Donations zu, ich rede jetzt. Opa, merci dir, Kuss, Fährmann für die heutige Unterhaltung. Kuss auf die Nuss, nach wie vor gute Besserung. Schluss, keine Donations jetzt. Grafik, brutal. Ein paar Mankos in der Grafik finde ich, was mir zumindest oft aufgefallen ist, in die Gesichter. Wenn sie die Gesichter das erste Mal ins Bild bewegen und so weiter, haben so komische Flecken, dunkle Flecken auf der Haut, die dann ganz kurz da sind und dann wieder weggingen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber das, nein, ganz ehrlich, für PS4-Spiel absolut irre. Absolut nuts. Absolut verrückte Scheiße, dass das so ausschaut. Brutal. So, zweitens, Sounddesign. Die musikalische Untermalung ist brutal, ebenfalls 10 von 10, da brauchen wir nicht diskutieren. 10 von 10, sowohl der Soundtrack, aber es kriegt einen ganz großen Minuspunkt bei den Dialogen. Nein, so, ich mache jetzt die scheiß Donations aus, weil ich sonst einen Vogel kriege. Dankeschön, oh, kann ich nicht. Turbo, merci für den Euro, Schluss jetzt. Alerts sind jetzt aus, ich schmerz jetzt. Die Dialoge sind für den Arsch. Das Soundmastering ist nicht das Geilste. Ich bin gezwungen, das hätte man schon viel früher tun sollen, das tut mir auch ein bisschen leid, die Untertitel einzuschalten, weil man kein verficktes Wort versteht, was da irgendjemand labert. Und ich kann nicht mehr lauter dran, weder ich höre das Spiel lauter noch, ich kann es für euch lauter dran noch irgendwas. Schade drum. Das ist ein großer Minuspunkt. Weil da ist sie an jeder Stelle ist sie so viel mir gegeben worden. Und auf so viele Kleinigkeiten aufpasst worden. Und dann ist es ein dermaßenes eigentlich nur Story-getriebenes Spiel, weil Gameplay-Mechaniken haben wir nicht recht viel neu gesehen, was auch ein großer Minuspunkt ist. Kommen wir gleich noch dazu. Ein Story-getriebenes, ich versetze mich in die Charaktere und dann verstehe ich nicht gescheit, was sie sagen. Sondern muss die ganze Zeit behinderte Untertitel lesen, weil ich nichts her. Großer Minuspunkt. Ganz großer Minuspunkt. So. Ganz furchtbar wichtig jetzt mal, wenn ich mir da Kritikpunkte raussuche, dann ist das hier die oberste Messlatte. Ja? Also wirklich die alleroberste Messlatte. Dass dieses Ding Game of the Year, ich glaube 2020 wird, das ist mir klar warum. Na, da brauchen wir auch nicht diskutieren. So. Das war einmal zur Grafik, das sind die offensichtlichen Dinge. Steuerung, kann man sowas bewerten, da kann ich mein Maul nicht so weit aufreißen, weil mit dem Gameplay bin ich ja absolut Behinderter. Mir hat der erste Teil mit Maus und Tastatur besser gefallen, da komme ich einfach besser zurecht, da brauche ich die Hälfte von der Munition und da garantiere ich dir auch, dass ich 5 Stunden schneller fertig gewesen wäre. Weil da stirbe ich an so Pimmelsteinen, stirbe ich einfach nicht. Es ist einfach so. Da habe ich nur die Chance, dass ich nicht 3 Quarkkugeln aus Versehen eine daneben, aus Versehen eine in die Brust und dann triff ich beim Schluss mal dann und stirbt er, sondern da gebe ich ihm die erste in den Kopf und wenn ich die erste nicht treffe, dann gebe ich ihm die zweite in den Kopf und der Gegner ist tot. Und vor allem mit Umdrehen und oh Scheiße, da kommt von rechts einer und Panikschirm, das ist halt dann nicht so schlimm wie mit dem Gamepad, aber gut, das ist sehr subjektiv, das liegt halt an mir. So, jetzt kommen wir aber zu den wichtigen Sachen. Zu den unfassbar wichtigen Sachen, nämlich der Geschichte. Es ist absolut irre, wie das Spiel in der Lage ist, dir eine Geschichte zu erzählen. Aber ich finde sie ein bisschen lang. Denn was genau ist denn eigentlich passiert? Was genau ist eigentlich passiert, außer dass die zwei dermaßen durch den Fleischwolf gedreht worden sind und am Schluss ist alles wie vorher? Außer, dass von ihr der Joel tot ist und von der Abby ihre Freund? Die Message, okay, die ist klar, Rache führt zu nichts. Und was ich allerdings gut und faszinierend finde, ist, und im Nachhinein ist es ja nur logisch, ja, ist eh klar, wir spielen die erste Hälfte mit der Ellie, haben wir natürlich einen Hass auf die Abby, der so jetzt spät ist, weil die einen Joel einfach da schluckt. Absolut nachvollziehbar übrigens, wir haben ihren Vater umgebracht, beziehungsweise der Joel hat ihren Papa umgebracht, absolut nachvollziehbar. Der Ellie-Entscheidung, dem nachzugehen und sie versuchen umzubringen, ebenfalls nachvollziehbar. Eigentlich sind fast alle Entscheidungen nachvollziehbar. Außer am Schluss, da wird es ein wenig seltsam. Dass sie nochmal geht und nicht aufhören konnte, Abby noch zum Laufen, obwohl sie Ellie eigentlich umgebracht hätte und am Leben lassen hat.
das am Schluss aussehen, ich sag's ganz ehrlich, das eigentliche Highlight für mich war der Moment, wo sich Abby umdreht und sagt, komm mir nie wieder unter die Augen, dreht sie um und geht. Das ist für mich der eigentliche Schluss. Ich sag das jetzt ganz ehrlich, der Schluss, den wir heute gespielt haben, der war ein wenig, der schwächelt ein wenig. Der schwächelt ein wenig. Sag ich dir, das hätte es nicht braucht. Irgendwie. Das hat jetzt nicht zu einem großen Cliffhanger für Teil 3 geführt. Außer ein paar so Fragen. Was ist mit der, ich kann mir ihren Namen nicht merken, die Lesbenfreundin. Was treibt Ellie, die Abby mit dem Liv. Und sie geht dann davon und es ist klar, was macht sie so. Aber ich sehe keinen. Ja, wie soll ich sagen, nicht ein Cliffhanger, nicht einmal direkt, sondern einen Story-Weitertreiber, was in 3 Teilen passieren könnte. Sehe ich nicht. Weiß nicht. Und natürlich gibt es da 500 Millionen, 1000 Theorien. Das ist alles, es ist ja jede Entscheidung von allen Charakteren da drin ist absolut nachvollziehbar. Aber im Grunde haben wir nichts gesehen wie 2 Rachefeldzüge. Und darum gefällt mir Teil 1 besser. Weil das Zusammenspiel von Vater, Tochter, sie ist nur ein kleines Kind, hat die draußen die Welt noch nie gesehen. Das war einfach interessanter zum Anschauen als diesen Rachefeldzug von A nach B. Und in jedem Kapitel, ein Kapitel gegen Menschenkämpfer, ein Kapitel gegen Zombieskämpfer, genau wie im ersten Teil übrigens. Es gibt nicht recht viele zusätzliche Waffen. Also ja, es gibt zusätzliche Waffen, nicht falsch verstehen, aber es gibt keine zusätzlichen, nicht wirklich zusätzliche Monstertypen. Gerade weil es da ein Shambler zerreißt, das war genau dasselbe wie der Fettsack halt vom ersten Teil, der Sachen wirft. Es gibt keine wirklichen Ich hätte mir gern Zwischenbosse, spezielle Viecher irgendwie gewünscht. Ansonsten ist es wirklich 20 Stunden lang das gleiche Gameplay. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich jetzt einen NG Plus Modus einhau, dass einfach durchrennen und rumballern wie ein Behinderter 100-mal effizienter ist wie die Rumschleicherei und sonst was. Ich habe keine richtige Belohnung, wenn ich schleiche. Überhaupt nicht. Es gibt keine neuen Spielmechaniken. Und das finde ich ein wenig schwach. Das hat am Anfang ziemlich gut angefangen, da kommt gleich der Shambler, da man schon denkt, oh, da sind ziemlich früher alle Gegnertypen vom Einser vorgestellt, also und präsent und so. Bin gespannt, was darüber hinauskommt. Ja, nix. Runner, Klicker, Fettsack, Shambler halt und die Stalker. Schwach. Kannst du sagen, was du willst, gameplay-technisch. Wie gesagt, ich rede von dieser Stufe hier. Ja, vom ersten Teil schon. Zweiter Teil soll das daher hin. Hat er nicht getan. Satz mir nicht besser, hat er nicht getan. Nach wie vor das Gameplay. Super awesome. Braucht man nicht schmerzen. Das Deckungssystem ist geil. Mit Sicherheit mit Maus und Ding ist auch das Aim geil. Und alles, das ganze Gameplay, die Gegner haben schlau, etc. Das ist alles super awesome. Aber da war nichts Neues. Aber absolut gar nichts. Ja, okay, Rick, der Rattenkönig. Wie spannend war der? Sei ehrlich, wie spannend war der Rattenkönig? Von dem hätte ich mir gern mehr gewünscht. Warum gibt es nach 20 Stunden oder nach 15 Stunden Playtime gibt es einmal so einen Zwischenboss wie ein Rattenkönig und da gehe ich einfach hin, der kann gar nichts besonders außer Fackel, 2 Granaten, bumm, tot. Da muss ich sagen, der geilste, krasseste Motherfucker war es nicht. Der Dragoncry hat recht, das ist auch sehr früh eingeführt worden. Das haben wir mit der Ellie am Anfang schon gemacht, in der ersten Hälfte vom Spiel. Die geile Kabel- und Seilphysik. Ja, die ist geil. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber das ist kein Game of the Year Grund. Okay? Ja, Hunde, neue Mechanik, das stimmt. Hunde ist der einzige neue Gegnertyp. Ist der einzige neue Gegnertyp, der eine neue Gameplay-Mechanik mit einer bringt, weil die aufspüren können. Das ist die einzige. Das ist aber trotzdem immer noch nicht der Teufel. Aber gut, so viel mal zum Kritikpunkt. Was ich absolut interessant finde, ist, dass man in die ersten 2 Stunden einen Hauptcharakter umbringt. Ganz schwer. Ganz schwer. Und wird zu Recht kritisiert. Ich
kauf ihr die Massenmörderin ab, weil sie in der Umgebung aufgewachsen ist, etc., aber am Joel kauf ich es halt mehr ab. Und sie ist halt doch bloß ein kleines Heinkerl. Das ist halt alles so ein bisschen... Ne? Der Abby kauf es dafür schon wieder ab, weil die beieinander ist wie ein Brackel Schwarzenegger. Findest du Game of the Year berechtigt oder nicht? Das weiß ich nicht, mit was verglichen wurde. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Achtung, Game of the Year Nominees 2020. Schauen wir mal. Was haben wir da? Ghosts of Tsushima, Doom Eternal, Animal Crossing, Final Fantasy Sim Remake, Hades und The Last of Us 2. Ich habe Ghosts of Tsushima nicht gespielt, aber ich glaube, Doom Eternal habe ich gespielt. Das war der beste Singleplayer-Shooter, den ich jemals gespielt habe, und zwar mit einem riesengroßen Abstand. Leck mich am Sack, du. Aber kein Game of the Year. Animal Crossing, bei aller Liebe, ist kein Game of the Year. Hades ist, glaube ich, ist ein Indie-Game, das habe ich noch ganz kurz damit gespielt, Offstream, aber kein Game of the Year. Final Fantasy VII, ein Remake, ist für mich nie Game of the Year. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Entscheidung damals gefallen ist zwischen Ghosts of Tsushima und The Last of Us 2. Kann ich nicht mitreden, weil ich Ghosts of Tsushima nicht gespielt habe. Aber ganz ehrlich, was man The Last of Us 2 lassen muss, ich rede jetzt da nur schlecht die ganze Zeit davon, ja? Und niemand braucht daheim für das Spiel umeinander simpen. Ich werde jetzt nicht zahlt dafür, dass ich das Spiel gut finde, okay? Ich übrigens auch nicht. Es ist gut. Es ist ein absoluter, die Messlatte ist hier oben, wie dir das Spiel eine Story erzählt. Ob die Story jetzt gut war oder schlecht, ist vollkommen wurscht. Was ich sehr interessant finde, dass man wirklich das halbe spielt, Ellie spielt, ja, ein Charakter, in dem man sich im ersten Teil verliebt und den man lieben lernt, etc. Dann stirbt die eigentliche Hauptfigur und dann geht man schwerstens davon aus, dass man Ellie spielt. Und mittendrin wechselt das auf einen völlig fremden Charakter, den man auf den Tod hasst. Das ist eine extrem respektable Entscheidung seitens der Entwickler. Und es hat tatsächlich funktioniert. Am Anfang war man auch, ich habe gar keinen Bock nicht gehabt. Und das muss man dem Spiel schon zugute heißen. Die haben das in den 6-7 Stunden Abby-Playtime so hingedreht, dass ich am Schluss, man hat es ja gesehen vorher, dass ich da stehe und umeinander blähe, ich will das nicht tun. Und wehe, du bringst das jetzt um, du dämliche Kackfood. Das ist schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, das hinzukriegen. Und mich würde interessieren, wie hätte es sich angefühlt, wenn man jetzt, ich sage mal, 10 Stunden Ellie-Gameplay, erste Hälfte, und dann 10 Stunden Abby-Gameplay, zweite Hälfte, sondern wenn man sie in die Tage abgewechselt hätte. Dass man öfters, man spielt Ellie, Seattle Tag 1, dann kommt Abby Tag 1, dann kommt Ellie Tag 2, Abby Tag 2, Ellie 3 und so weiter. Da würde mich interessieren, wie sich das auch gefühlt hätte. Aber dennoch, das ist respektabel fürs Spiel, ganz ehrlich. Ich kann es nicht sagen. Als eins gefällt mir wahrscheinlich deswegen besser, weil da für mich zumindest das Gameplay noch neu war. Das Setting war neu. Und es war nur so unschuldig irgendwie. Und so keine Ahnung, was kommt. Aber ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ich habe ab der Hälfte, wenn wir mit der Ellie fertig waren, habe ich mir schon gedacht, wenn wir jetzt mit der Abby wieder von vorne fangen, so gut wie mit neuen Waffen finden, etc., dann wird sich das Gameplay nicht groß mehr ändern. Und genau so war's. Also der Dings da, der Rattenkönig da, das war übrigens der fette Boss da, wo dann das eine Viech sie geteilt hat und so weiter, der gleich hier war. Das, ja, war ein kurzes Highlight, aber recht lang in Erinnerung wird mir der nicht bleiben, weil der hat nicht lang gelebt. Sowas hätte ich mir mehr gewünscht. Mehrere Zwischenbosse, mehrere narrische Viecher, die nur irgendwas kennen, was auch immer. Was weiß ich, warten Flieger die Viecher, keine Ahnung. Irgendwelche Fliegerten, irgendwas halt, keine Ahnung. Ich bin kein Spieleentwickler, ich muss nicht erfinden. 8 von 10. Und das erste The Last of Us kriegt für mich 10 von 10. Genau wie ich es damals gesagt habe. Es hat mir Spaß gemacht, die zwei zum Erleben. An Joel und Ellie.
Und die Entwicklung zwischen wir hassen wir uns und am Schluss mengen wir uns und so, das war irgendwie schöner. Und das, was der Maimar schreibt, die große Neuerung war halt damals die Grafik. Ja, gut, das ist ein Spiel, das 8 Jahre später kommt, dass da die Grafik rauskommt. Für das ist auch ist das Gesamtpaket macht's Game of the Year. Es ist schon zu Recht Game of the Year geworden, glaube ich. So ist das nicht. Wobei ich aber glaube, dass Ghost of Tsushima hat es mit Sicherheit auch verdient. Was haben wir noch? Ich finde, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Und immer wieder dasselbe, was jetzt als nächstes kommt. Ich finde jetzt da was, ja, jetzt müssen wir doch da hin. Ich finde jetzt was, jetzt haben wir da, ja, scheiße, jetzt müssen wir doch da hin. Und dann ist immer das gleiche Schema F. Gegen Menschen, dann müssen wir in ein Loch. Gegen Viecher, wieder raus aus dem Loch, gegen Menschen, Kapitelende. Und das finde ich, das hätte man irgendwie spannender gestalten können. Oder kürzer. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sie es in der Serie umsetzen. Weil das da, was wir wieder gespielt haben, das gibt ja Stoff für 3 Staffeln. Das klang ja für 3 Staffeln. Der Agrartechnik-Fan hat sich gescheit gezogen. Ja. Gut, mag ja sein, dass ich ziemlich viel umeinander pimmelt hat, aber so ist es nicht. Das Spiel kann man schon schnell auch durchspielen. Ich glaube, dass man auch auf 15 Stunden durch sein kann, locker. Beziehungsweise, das weiß ich. Dass man auf 15 Stunden locker durch sein kann. Ich habe euch doch ja einmal erzählt, so quasi. Ich weiß, wie weit wir sind. Ja, wir haben ja niemals bei der Hälfte bleiben. Mir ist auch predicted worden, dass wir heute nochmal 5 Stunden Gameplay vor uns haben. Ja, das sehe ich. Aber gut, ist ja vollkommen wurscht. What a Trip! Wahrscheinlich muss ich sogar noch ein paar Mal öfter drüber nachdenken, was ich wirklich von dem Spiel halte. Es ist unfassbar gut, da braucht man nicht diskutieren, überhaupt nicht. Es ist ein unfassbar gutes Spiel, da gibt es überhaupt gar keinen Rade nicht. Aber der erste Teil hat mir einfach persönlich besser gefallen. Das war was Neues. Da hat sich der Progress im Spiel hat sich interessanter gefühlt. Es war kürzer, knackiger. Charakterentwicklung brutal. Wo haben wir da jetzt eine Charakterentwicklung gehabt? Alle sterben. Erstens Phase 1, alle Mana sterben einmal, außer der Tommy, aber den habe ich auch schon tot gesehen. Aber der rennt ja auch wieder weiter in seine Rache hinein und stirbt wahrscheinlich so dann. Außerdem, wir möchten Abby jung, kaputter Hax, nur noch eine Augen. Was soll der Blödsinn? Das ist so eine Entscheidung, die kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, ich bin gespannt. Also, wenn Teil 3 kommt, dann kannst du mit Gift drauf nehmen, dass wir das spielen, das ist sowieso klar. Aber das ist halt erst 25, 26 so weit, also da können wir uns wahrscheinlich nur 2,5 Jahre gedulden. Da ist noch Stiegel hin. Ansonsten 8 von 10. The Last of Us 1 kriegt von mir 10 von 10. 8,2 von 10. Irgend sowas. Es ist schon gescheit gut. Vor allem, wenn ich es mit den anderen AAA-Spielen momentan vergleiche und vor allem die letzten 3 Jahre, ja, dann eigentlich 9 von 10. Ich habe vor 2 Wochen beim ersten Teil aufgehört, weil ich den Deppen in dem Restaurant nicht kriege. Bitte um Tipps. Weiß ich nicht mehr so hundertprozentig genau. Ich glaube, da musst du schleichen. Das ist alles. Was schreibt der Sprengi? Naja, es ist kein Starfield. Ja, zum Beispiel. Wir haben auch schon andere AAA. Also, wenn ich das da mit Starfield vergleichen muss, dann muss ich Starfield leider 2 von 10 geben. Und 2 kriegt es auch bloß, weil Bethesda draufsteht und weil ich Skyrim und Fallout-Fanboy bin. Und eigentlich müsste 1 von 10 draufstehen. Das ist eine Frechheit, das Spiel. Das ist eine absolute abgrundtiefe Frechheit, diese langweilige Scheiße. Abby lebt wegen Ellie und andersrum. Finde ich gar nicht so schlimm. Nein, was heißt schlimm? Ich weiß ja nicht, was mir jetzt da wieder in meine Worte hineininterpretiert worden ist, aber ganz ehrlich, ein Schluss war schwach. Es hätte beendet werden müssen, wenn Abby da steht und sagt, kommen wir nie wieder unter die Augen. Geht, Schluss. Dann sage ich, okay, leg mich am Sack, du. Da war ich letzte Woche etwas mehr aufgebracht als heute. Gut, die Schlägerei am Schluss, bringt es jetzt um oder nicht, oder keine Ahnung, war auch noch mal grenzwertig. Da schiebe ich nur noch mehr Hass auf sie da.
Was ist mit dem dritten Teil dann? Spielen wir dann Ellie, aber wir hassen es alle, oder? Und dann dreht sie sich wieder. Ja. Ja, kann man auch mal. Ich meine, ja gut, wurscht ist mir nicht, aber wir werden sehen. Bigger, spielst God of War mit der Playstation noch? Nein. Weil das ein 50-Stunden-Schinken ist und den spielen wir da ist Juni. Bis wir da durch sind, ist Juni. Und seien Sie mir nicht böse, God of War ist mit Sicherheit, genauso wie der erste Teil, ein unfassbar gutes Spiel. Aber ich sehe da eine Spielzeitsteigerung. Genauso wie von Last of Us 1 zu 2, nämlich aus 12 Stunden, wären 25 gehen. Und bei God of War 1 kämen wir von 15, 20 Stunden bis nach 50 Stunden. Und ich glaube nicht, oder es wird sich sehr ähnlich verhalten wie da, dass sämtliche Gameplay-Mechanics, natürlich sind Neuerungen drin, ist eh klar, aber sämtliche Gameplay-Mechanics wieder sehr ähnlich sind und 50 Stunden auf Viecher drauf prügeln, dafür ist mein Stream nicht gedacht. Rakete schreibt, nein, ich war immer Ellie-Fanboy. Ja, ich die ganze Zeit, sag ich dir ganz ehrlich, aber am Schluss hat Abby mehr ausgehalten als sie. Und alles, was Ellie durchgemacht hat, hätte es nicht gebraucht. Eigenverschulden. Eigenverschulden. Du meinst vom 4. auf den 5. Teil? Ja, gut, für mich gibt es nur die alten God of War, ja, aber die haben mit den Remakes eigentlich nichts zum Tor für mich. Storytechnisch natürlich fließen die mit ein, soweit ich das noch weiß, aber es sind zwar Grund auf neue Spiele, das haben mit dem alten Hack'n'Slay hat das nichts mehr zum tun. Für Story Games 30 Stunden plus müsstest Fulltime-Streamer sein. Das stimmt, absolut richtig. Wäre ich Fulltime-Streamer, war ich schon lange nicht mehr da, das ist einmal das Erste, weil mir der Spaß drauf vergeht hat und euch auch. Ja, wobei bei euch bin ich mir nicht so sicher, weiß ich nicht. Geht ja bei anderen Streamer auch. Aber ich kenne mich, das wenn ich dort hat, ich gebe mir keine 4 Wochen, dann brich ich ab und gebe meinen Kanal auf. Sage ich dir, wie es ist. Weil ich mir dann mein Hobby kaputt mache. Komplett. Spekulationen auf Part 3. Kann ich nicht sagen. Es gibt nichts, wo ich, das habe ich vorher gemeint, gibt es einen Story-Aufhänger, kein Cliffhanger, einfach nur ein Story-Schubser, in welche Richtung das gehen kann, gibt's nicht. Den gibt's einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt nur Fragen. Was ist mit der Dina? Was ist Dina, heißt es, glaube ich. Was ist mit der Dina? Was ist mit dem Tommy? So ein bisschen. Was ist mit der Abby? Was ist so? Aber es kann alles passieren. Und da hoffe ich, dass man sich halt nicht verrennt und dann passiert irgendeine Scheiße wieder, man trifft wieder auf die nächste Menschengruppen und dann ist da wieder Rachefeldzug oder sonst was. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Dass vielleicht so die schwule Alte mit dem Kind suchen oder so. Ja, aber ist das wirklich was? Weiß ich nicht. So, bin jetzt auch dabei. Dreck, Spätschicht, Nachschauungsquote, Kapsur, du bist aber reichlich spät dran. Der Luke schreibt, der erste Teil war richtig gut, beim zweiten gefällt es mir einfach überhaupt nicht, in welche Richtung sich die Story gedrückt haben und welche gesellschaftlichen Vorgaben erfüllt werden mussten. Luke, das sehe ich sehr ähnlich. Über das habe ich noch nicht einmal geredet und deswegen kriegt es von mir auch ein bisschen einen Abzug. Es ist nämlich schon extrem. Es ist schon extrem auffällig. Und es braucht mir keiner erzählen, dass das nicht genau aus dem Grund drin ist. Es sind schon sehr viele Leute lesbisch und schwul und gibt es eigentlich starke Männerrollen? Bis zum Schluss hätte ich ja gesagt, alle sterben. Aber der Tommy ist gerade noch zurückgekommen, aber der ist jetzt ein Krüppel und ist ein absoluter Unsympath, weil er ums Verrecken nicht aufhören kann, etc. etc. Das ist schon auffällig und da braucht ja keiner was anderes erzählen. Da braucht niemand. Der kleine Bur ist ein Transgender-Kasperl und lauter so ein Scheiß. Braucht's das? Braucht's das? Und der komische eingeborenen Stamm mit die Narben da, die Leute aufs Gröbste umbringt, haben da natürlich alle was dagegen. Die alten Traditionen, alle schlechten sind Scheiß. Das finde ich falsch. Da kriegt auch ein großer Minuspunkt. Das macht jetzt nicht Story kaputt, ist richtig. Aber es tragt ja nichts dazu bei. Absolut gar nichts. Null. Nada. Niente. Ob die jetzt Lesben sind und Kinder kriegen und das traditionelle Mann-Frau-Bild aufbrechen etc. interessiert keinen. Es interessiert niemanden. Aber es ist nun mal da. Naja.
Das ist mir auch extrem aufgefallen, scheinbar. Es ist nur wirklich wichtig, lasst euch davon nicht die Spiele versauen, weil ganz ehrlich, es ist natürlich ein bisschen eine Doppelmoral, wenn ich mir her sitze. Es hat weder was zur Story beigetragen, noch was auch nicht, also ist es auch nicht wirklich schlimm. Aber es ist halt einfach, es ist nur drin, damit du quasi Quoten erfüllst. Und das nervt einfach. Das nervt einfach. Und da ist schon gescheit viel drin. Leg mir Mosch. Also es ist halt einfach auffällig, brauchen wir nicht schmerzen. Ah, die Steffi schreibt, also ich habe jetzt hier genau mit einer Triple F für die Mords, Steffi, und ich werde das Gleiche tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute ein unfassbar gutes Spiel. Ich habe jetzt, versteht mich nochmal nicht falsch, ich habe sehr viel, ich suche mir nur die Negativpunkte aus, die ich erzähle, weil es ist nicht möglich, eigentlich da Negativpunkte außer zum Suchen. Messlatte hier oben, das ist ein unfassbar gutes Spiel, über die Story kann man streiten. Kriegt von mir 8,2 von 10. Einigen wir uns auf das. Der erste Teil gefällt mir persönlich besser, Rest muss jeder selber wissen. Das war eine sehr lange Reise über die letzten beiden Monate. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Bin gespannt, wann Teil 3 kommt. Jetzt kann ich endlich die Playstation wieder abgeben und ich muss lang nicht mehr mit dem Gamepad spielen. Das ist richtig gut für mich. Nächste Woche habe ich eventuell eine kleine Perle. Nächste Woche am Montag, DayZ Server, Event. Wir machen mal Autorennen. Auf einer Rennstrecke. Gibt was zum Gewinnen. Braucht's kein Gier, ihr braucht's gar nichts, ich porte euch wieder her und dann werden wir Autorennen fahren. Und am Montag in einer Woche gibt es noch mehr eine VIP-S-Karte, ganz furchtbar wichtig, mit sehr viel Einschränkungen unserem Team gegenüber. Welche das sind, erzähle ich euch im Discord. So, und nun wünsche ich euch was. Wir sehen uns am Sonntag mit einer neuen Podcast-Folge, nicht vergessen, Spezi-Wirtschaft. Nächsten Montag DayZ und nächsten Mittwoch habe ich eine kleine Indie-Perle, wenn ich Glück habe, nämlich Humanity Z, glaube ich, heißt. Das ist als DayZ und Project Zomboid ein Kind kriegen. Und schaut ziemlich gut aus und ist ja ziemlich gut bewertet. Bin ich durch Zufall darüber gestolpert, das werden wir uns anschauen. Das kann ganz witzig sein. So! Und jetzt der Riesung, schleichen wir uns davon. Bussi aufs Nussi. Danke fürs Zuschauen. Like-Button nicht vergessen, Abo-Button nicht vergessen, Kuss auf die Nuss. What a Trip, oder? Haben wir über 2 Monate, fast auf den Tag genau, haben wir an das Spiel gespielt. Leck mich am Sack. What a Trip. Und jetzt würde ich sagen, verpissen wir uns. Danke fürs Zuschauen. Ganz großes Dankeschön an Olli. Heute ist wieder mit den Donations ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Tobo, mir ist wieder ein Euro, obergeil, mir ist wieder ein Fünfer, Kuss auf die Nuss. Und an den ganzen Rest auch. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, da waren einige dabei. Danke für die alten Mitgliedschaften, Triple F für die Moderatoren. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr. Wer da nicht kommt, der ist selber schuld. Mit dem Auto rennen jetzt düsen. Jetzt schleichen sie sich davon. Ich weiß schon, es ist ein bisschen dahin, aber schönes Wochenende vorab schon mal. Kuss auf die Nuss. HB. War auch wieder schön getrötet. Zwar leise, aber es war schön. Schleicht euch! HB! Und bis nächsten Montag. So, wo ist denn jetzt da der Stopp-Button? Ich muss unbedingt mein Stream Deck in den Griff kriegen, weil das Ding ist entweder wirklich im Arsch oder keine Ahnung. So, schleichen wir uns. Habe die Ehre. Wünsche euch was. Die neue Absage ist übrigens die. Es war mein inneres Blumenpflücken.